Leute, lang ist her, wa? Muss erstmal alles auf die Kette kriegen jetzt hier. Wild. Den packe ich mal noch hier neben. La 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 la. Alter, es wird echt Zeit für Stadion, wa? Es wird echt Zeit. Es wird Zeit, Leute. Aber bisher nur Absagen. Absage, stimmt nicht. Warteliste. Hab ich auch eins. Warteliste. Läuft bei mir, wa? Ja, erstmal Servus, wa? Ich muss hier noch eben 1, 2 Chatties verschieben. Damit ich, falls hier wieder irgendwas ausfällt, auch trotzdem alle Chats habe. Da muss ich noch in den Voice gehen zu der Mara. Stimme aus dem Hintergrund, die alles im Blick hat hier. Der Oberschief. So. Perfekt. Und pünktlich. Erstmal die Mara. Servus. Hallo? Hallo. Jetzt. Ja. Pünktlich zum Streamstart gehen noch die Glocken los hier. So ist das auf dem Dorf. So Bescheid, 18 Uhr, Glocken läuten, Punkt. Servus, Erster. Ja, da kannst du hier nichts verkaufen hier. Ja, dann. Anbu, Servus erstmal. Ne? Nexus, Servus. Wie geht's euch? Mir geht's gut. Ein bisschen müde, erster Arbeitstag nach 2 Wochen Urlaub ist immer so ein bisschen, na? Aber ja. Wird, ne? Dafür bin ich ja hier, dass ihr mich jetzt wach macht. Wir gehen gleich erstmal rein. Ich warte mal hier noch 1, 2, 3, 4 Minütchen und dann gehen wir erstmal rein in die Pressekonferenz nach Ulm, weil die habe ich noch nicht gesehen. Die 6 Minuten, weil irgendwie war die angekündigt, dann war die wieder nicht mehr angekündigt und ja, das war mir dann auch zu spät und keine Lust und deswegen gibt es da bisher nichts auf dem YouTube-Kanal. Aber da gehen wir jetzt gleich mal rein, dann hören wir mal, was der Winnie zu sagt, zu der grandiosen Leistung und dann habe ich zur Not ein paar Themen aufgeschrieben, ja. Müsst ihr euch keine Sorgen machen. Gibt ja ein paar Sachen. So ist ja nicht. So, Musiala, Servus. Werner, Servus. Mara, Servus, ne? Ich nenne dich mal Karz, moin. Tails, Hallo. Crybox, moin, Andreas. Prost. Prost. Bei mir gibt es nur Cappuccino, kein Augustiner. Frech, oder? Ben, Servus. 4 Wochen schon wieder Urlaub, Alter. Pff, träum ich von, ey. Das ist ein gutes Gefühl für die neue Saison, wir werden zurückschlagen. Ja, das muss er mal ausführen. Lukas, Servus. Dr. Slime, hi. Der Isolierer, moin. Ich brauche einen Isolierer. Müsste hier mal meine Kellerräume isolieren. Ich sehe, man darf keine Smileys machen, sonst sendet er die Nachricht nicht ab. Ist ja wild. Bin ich raus, Nexus. Angezockt, Servus. Riser, grüß dich. Olli, liebe Grüße zurück, wa? Und der Hobby ist auch da. Servus, endlich geht's wieder los. Hoffentlich eine geile Saison. Ja, da können wir gleich auch mal ein bisschen drauf eingehen. Wie gesagt, ich starte gleich mal mit der PK erstmal rein. Da die 6 Minuten habe ich mir noch nicht angehört. Um was geht's heute? Ich habe ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Abgang der Licht, Geschwindigkeitsdebatte, IV, Flügelspieler. Ob der ein oder andere Allstar immer noch so den Winnie mag, wenn er mal draußen hockt. Ausblick auf die neue Saison, Transferphase, Trainingsgruppe 2. Das sind meine Stichpunkte, also wenn ihr alle nichts habt, ich habe ein paar Sachen, zu denen ich was sagen kann. Also alles gut. Genau, um alles. Ich habe 3 Monate kein Stream mehr gefühlt. Hä?
Was wild? Um alles außer irgendwelchen Transfergerüchten, die um Zugänge gehen. Die werde ich hier rigoros ignorieren. Heute ist wie im Stehen. Ja, ich habe mir gedacht, ich fange mal im Stehen an. Na? Weil ich den ganzen Tag schon auf dem Arsch gesessen habe und ich schon nicht mehr sitzen kann. Und dann kann ich hier ein bisschen zum Fangesang auch, weißt du? Kann ich ein bisschen Stimmung machen. Chico, servus, habe ich gesagt, wa? Goretzka aussortiert, was sagst du dazu? Ja, kann ich gleich was zu sagen. Wie gesagt, wir starten jetzt gleich erstmal rein hier mit der Winnie. Ich weiß nicht, warum er so betrüppelt aussieht auf dem Startbildschirm. Ich kann ja schon mal rüberschalten. Ich meine, am 4-0 sieht er ein bisschen betrüppelt aus, oder? Oder nur einfach ein schlechtes Standbild, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe davon noch nichts gesehen, deswegen gehen wir da jetzt erstmal rein und dann können wir ja mal auf Themen aus dem Chat eingehen. So, dann schönen guten Abend. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem DFB-Pokalspiel der ersten Runde zwischen dem SSV und dem FC Bayern München. Bayern München zieht durch ein 0:4 in die zweite Runde ein. Dazu herzlichen Glückwunsch. Die beiden Cheftrainer haben Platz genommen, Wasserkompanie und Thomas Wörle. Und wie immer beginnt der Gast mit seinem Statement. Bitte schön. Thomas Wörle, der war doch unser langjähriger Frauen-Nationalmannschaft, sag ich schon. Unser Frauentrainer, oder? Der Bayern Frauen, ne? Wo sind die Frauen-Fußballgucker? Ich glaube, so war das, oder? Okay. David, Grüße zurück. Muss ich jetzt ein Statement machen? Okay, alles ganz auf Deutsch. Nein, für mich, ich bin natürlich zufrieden, dass wir gewonnen haben und ich hatte auch erwartet, dass es dass dies ein schweres Spiel sein könnte und naja, ein schweres Spiel war es nicht, wa? Sagen wir mal, wie es ist. Also vielleicht die ersten 10 Minuten so ein bisschen. Danach war das, ja, also weiß ich nicht. Da war gefühlt, dass das Vorbereitungsspiel gegen Viertligisten schwieriger wie das Spiel in Ulm, ey. Einfach zufrieden, dass wir gewonnen haben und nochmal, es war gut für mich auch als erstes Pflichtspiel, dass die Jungs auch so gekämpft haben wie heute und jetzt geht's weiter. Weiter, vielen Dank. Weiter. Tom, wie fällt dein Fazit aus? Ja, erstmal Glückwunsch dir und deinem Team natürlich zum verdienten Sieg. Das war das eine. Ja, wir wussten natürlich im Vorfeld, dass wenn wir irgendwie eine kleine Chance haben wollten, bräuchten wir einen Top-Tag. Der Gegner darf nicht so den besten Tag erwischen und wir brauchen ein bisschen Spielglück. So muss man sagen, dass wir nach ein paar Minuten, glaube ich, die Chance vom Krattenmacher haben, nach einer Standardsituation. Wenn du da natürlich das Tor machst, dann wird es ein bisschen schwieriger für Bayern. Trotz alledem. Frech. Mitten im Statement vom Wörle, ne? Frech. Van Wender, vielen lieben Dank für dein Prime. Vielen lieben Dank. Haben wir natürlich verdient verloren. Ich finde, der Doppelschlag in der ersten Halbzeit kam ein bisschen ja, schnell und nicht ganz passend zum Spiel. Natürlich war Bayern so ein Doppelschlag an sich, ne? Wir waren sehr viel im Verteidigen, aber ich finde, dass wir gut verteidigt. Ja, die ersten 10 Minuten haben wir uns schwer getan. Sehe ich genauso, ne? Kann man schon so sagen. Da war es einigermaßen, hatte man noch so das Gefühl, könnte vielleicht ein bisschen twickiger werden der Abend. Nach dem Doppelschlag war das Spiel gelaufen gefühlt, ne? Ulm hat dann auch keine Eier gehabt, noch irgendwie da mal was zu versuchen, offensiv oder sowas. Und wir haben so, ja, ne, das Nötigste gemacht. Haben über weite Strecken. Wir haben alles, was vor die Kette kam, eigentlich relativ gut wegverteidigt. Dann sind wir leider zweimal dann ein bisschen überrascht worden von den Chipbällen hinter die Kette, was bitter war. Haben uns danach aber... Naja, ist aber auch wild, wenn man gegen den FC Bayern spielt und dann immer noch von Chipbällen überrascht ist. Also ich glaube, die spielt der Kimi, seitdem er in der E-Jugend aufgelaufen ist. Mal gefangen, haben dann, glaube ich, einen guten Part dann gehabt, auch in der ersten Halbzeit noch, wo wir gut verteidigt haben, wo wir gut gestanden haben. Wir haben insgesamt nicht allzu viele Torchancen dem Gegner gegeben, was für uns auch ein kleiner Erfolg ist. Und für die zweite Halbzeit haben wir uns vorgenommen gehabt, nochmal ein bisschen mutiger zu agieren, hier und da mal nochmal das Pressing auszulösen, weil wir natürlich schon dachten, die Bayern, die sind noch nicht ganz so im Rhythmus, haben noch nicht so viel Spielzeit vielleicht auf der Uhr, dass wir da vielleicht nochmal ein bisschen PS auf den Platz bringen können und vielleicht auch mal einen Gegner zu Fehlern zwingen. Hat leider nicht geklappt, können wir festhalten, ne?
Wir haben auch da erste wie zweite Halbzeit 2-3 Konterchancen gehabt, die durchaus mal gefährlich waren im Ansatz, die wir dann leider nicht ganz zu Ende bekommen. Das wären die Momente gewesen, wo wir vielleicht ein bisschen mal ins Spiel reinkommen. Ansonsten ja, war es dann insgesamt nochmal ein verdienter Sieg. Glückwunsch dazu. Und wir haben einiges, mit dem wir arbeiten können und wo wir lernen können. Letztendlich war das für uns die Absicht, auch aus dem Spiel viel rausziehen zu können für uns in die nächsten Zweitligaspiele. Und da können wir einiges wirklich rausziehen. Dankeschön. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Was will er denn aus dem Spiel jetzt für die zweite Liga rausziehen? Wir beginnen hier in der zweiten Reihe. Wild. Ja, Frage an Wasser Kompanie. Leon Goretzka war heute nicht im Kader. Können Sie erklären, warum das so war? Und noch ein Wort vielleicht zu Thomas Müller. Was einfach keine Position gibt für den Leon. Ne? Habe ich schon aufgearbeitet, schon vor Monaten. Es gibt keine Position für den Leon mehr in dieser Mannschaft. Wo soll er spielen? Ne? Der ist kein Sechser, der kann nicht auf dem Halbflügel spielen als Achter. Die Position haben wir nicht mehr, wie der Leon die interpretiert. Wo soll er spielen? Aber können wir gleich mal direkt nach Pika reingehen in das Leon-Thema? Das Einzige, was ich sagen kann, ist, was ich gesagt habe vor das Spiel. Und ich glaube, dass wir als Verein und dass wir immer sehr, sehr deutlich sein wollen mit den Spielern selbst. Das heißt, wir machen das in unserer Familie, kann ich das so sagen. Aber außerhalb brauche ich nichts dazu zu sagen. Und sonst für Thomas, das war für ihn wichtig natürlich. Find's halt, ganz kurz, können wir ja gleich nachher Picard mal ein bisschen drauf eingehen, auf das Goretzka-Thema. Ich finde es halt traurig oder wild, dass man ja anscheinend beim Goretzka so eine harte Linie fährt und ein Davis dann noch 5 Minuten vor Ende einwechselt. Wow. Natürlich, so ein Spiel ist auch für ihn, also wenn ich sage, das sind diese Spiele, wo wir haben sehr, 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 sehr viel gearbeitet, damit wir heute auch mental 100%ig zu diesem Spiel kommen könnten. Aber du brauchst manchmal Spieler auf dem Platz, die auch dieses Gefühl weitertragen. Und jemand wie Thomas, der spielt wie Champions League Finale in seinem Kopf, meine ich. Und das ist wichtig. Sonst habe ich schon einige Mal gesehen in meiner Karriere, wo es einfach schief laufen kann. Und wie gesagt, wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, wo heute nicht alles immer wie gesagt, die haben ein paar Dinge geändert in der zweiten Halbzeit. Wie der Trainer gesagt hat, Thomas, die haben mutigen Druck gemacht. Und das waren so von diesen Sachen, wo ich denke, ich habe schon miterlebt, dass es manchmal nicht gut läuft. Und bei uns haben wir die Kontrolle, die Disziplin, die Motivation gehalten im Spiel. Und Thomas hat natürlich eine Rolle gespielt darin. Ja, bitteschön. Vincent, lang geleden. Mag ik in het Nederlands? Ja, kein Problem. Also ich kann auf Niederländisch reden. Aber ich glaube, ihr werdet alles verstehen. Wir versuchen es mal. Het feit dat je hier nu zit als trainer van Bayern, hoe belangrijk is dat voor jouzelf, voor het Belgische voetbal, voor de Belgische trainers, dat jij nu als eerste ooit op dit niveau acteert? Hoe kijk je daar zelf naar? So, habt ihr alles verstanden? Wir verstehen ja alles, ne? Ich hoffe, ihr habt's verstanden, Leute. Ich übersetze es jetzt nicht für euch, ne? Müsst ihr schon ein bisschen aktiv mitmachen. Ja, voor mij het feit dat ik hier ben is niet noodzakelijk hetgene dat het belangrijkste is. De bedoeling is om prijzen te pakken, om wedstrijden te winnen. En als dat gebeurt, dan voel ik mij dan zou ik daar heel fier over zijn. Maar het moet allemaal gebeuren nu van. Na, mach doch nicht so! Ja, das gibt direkt Bann. Ach du grüne Neune. Ich wollte doch nur einen Untertitel einstellen. Wild. Na komm. Checken wir uns die letzte Frage auf Niederländisch. Haben eh kein Wort verstanden. Frech, ne? Frech. Einfach frech. Ein Klick, zack, gleich. So. Ich bin immer noch ITler, das hat sich nicht geändert. Du kannst ja gerne auf meinem Kanal, gibt es ein Q&A. Da findest du alles, was du irgendwie an Fragen zu meiner Person haben kannst eigentlich. Angezockt.
Bleib mal ruhig stehen, nicht so hin und her springen. Wollen wir mal die KI herausfordern, damit der Hintergrund auch rausgefiltert wird. Genau, GB. Kimmich ist der neue Messias. Auf der 6, Meh. Seranto, moin. Gündogan ist für Nationalmannschaft zurückgetreten. Interessiert mich gar nicht. Haben immer gesagt, dass Kimmich auf der 8 funktionieren kann. Ich traue dem Braten nur nicht, wenn er gut spielt, wenn der Alltag wieder da ist und konstant spielt. Okay, dass er jetzt am Anfang alles gibt, ist nicht verwunderlich. Nur die Ecken schießt er immer noch. Steht, glaube ich, im Vertrag, anders nicht mehr erklären. Steht auch im Vertrag, dass er immer aufläuft. Nein, Kimmich hat es ja bisher ordentlich gemacht. Auch Vorbereitungsspiele waren okay, jetzt das Spiel war auch okay. Keine Ahnung, warum jetzt ein Kimmich da für eine Aktion so gehypt wird, ist mir ein Rätsel. Er hat es bisher gut gemacht. Ob er auf der 8 funktioniert, würde ich mich persönlich noch nicht festlegen, weil wir haben noch nicht wirklich gegen Gegner gespielt, der uns mal im Mittelfeld unter Druck setzt. Ja, also mal abwarten. Dann können wir das mal beurteilen, ob ein Kimmich dann zu sehen ist, wenn er als Achter spielen sollte, ständig jemand auf den Füßen stehen hat, weil dann glaube ich persönlich, sieht man vom Kimmich nichts mehr, weil er nicht in der Lage ist, einen Spieler im 1:1 irgendwie auszuspielen, sonst was. Das ist ja auch nicht bös gemeint oder was, das ist einfach nicht Kimmichs Stärke. Ja? Da brauchen wir ja kein Hehl draus machen. Aber wer weiß, vielleicht belehrt er mich ja auch eines Besseren. Goretzka dürfte der einzige Mittelfeldspieler des FCB sein, der alle Positionen im Mittelfeld spielen kann, egal ob offensiv oder defensiv. Goretzka Probleme ist seine Verletzungsanfälligkeit. Aha. Wild. Also das wäre mir neu, dass ein Goretzka alle Positionen spielt. Jeder Spieler kann alle Positionen spielen, ja, aber dann ist das auch auf dem Maß, nee, sehe ich gar nicht so. Gehe ich nicht mit. Vielleicht kann er das im anderen Verein, ja. Ich sehe den Goretzka jetzt nicht als linken Mittelfeldspieler, nicht als rechten Mittelfeldspieler, schon gar nicht als Spieler auf einer Halbposition. Ich sehe den Goretzka als tiefen Achter, der Raum braucht vor sich. Ja, dann ist ein Goretzka stark, wenn er den Ball treiben kann, wenn er aber auch selber in den 16er reinstoßen kann oder sich um den 16er auffällt und mal einen guten Distanzschuss hat. Er kann auch einen guten Pass in die Pieße, ja, in die Tiefe spielen, gar keine Frage. Aber das war's auch. Ja, das ist Goretzkas Stärke. Ich hätte ihn gerne mal auf der 6 gesehen, weil als IV hat das letzte Saison auch nicht schlecht gemacht. Haben wir letzte Saison nicht gesehen, werden wir nicht sehen. Wir haben Palinja verpflichtet. Von daher, willst du jetzt einen Pavlovic oder einen Kimmich rausnehmen, damit ein Goretzka da spielt? Einen Conny Leimer hast du auch noch. Also ich persönlich sehe keinen Platz für ihn, für den Leon. Ne? Das ist schade, so, weil vom Typ her ist er ein Guten. Ja, was ist so? Das findest du verwunderlich, wie ich schon sagte, dass man beim Leon so eine anscheinend interne harte Linie fährt, dem man ihm das klar kommuniziert hat und ihn nicht mehr berücksichtigt. Und dann so ein Davis für 5 Minuten einwechselt. Ja? Also den wäre der erste Spieler, den ich schon auf die Tribüne verbannt hätte. Und dem ich mal klipp und klar gesagt habe, du unterschreibst jetzt den Vertrag oder du spielst kein Spiel mehr hier. Ja? Wild. Aber gut, das ist auch nur meine Meinung. Wer ist der beste Neuzugang deiner Meinung nach? Das kann ich nicht sagen, weil wir noch gar nicht die Neuzugänge wirklich gesehen haben. Ito ist verletzt. Olise haben wir 15 Minuten gesehen. Ja. Das aktuell dazu, dass Mazraoui sich nicht von uns verabschiedet. Hat er das nicht? Ist mir scheißegal, ich konnte den eh nicht. Was das für ein Charakter war, hat er letzte Saison gezeigt und da war das Thema für mich eh durch. Ich habe seine sportlichen Leistungen noch bewertet, die sehr ordentlich waren zum Ende der Saison hin. Aber menschlich gesehen für mich ein Arschloch. Also von daher für mich menschlich kein Verlust bei uns. Und sportlich mit der Rückkehr vom Stunny, ich denke, Stunny kann das auf ähnlichem Niveau spielen. Sehe ich auch keinen Verlust.
Der Jo hat das drinsteht in seinem Vertrag mit den Standards. Anders ist das nicht zu erklären. Sané ist wieder zurück im Teamtraining und Option für Sonntag. Jawoll! Geil! Willst ja doch noch was mit ihm aufregen diese Saison. Welche Diskussion um den Fahrer denn bitte, Andreas? Was meinst du damit? Dass es den nicht gibt in der ersten Runde oder was? Oder ich habe keine Diskussion sonst mitgekriegt. Oder diese Standarddiskussion, die immer da ist, dass er einfach Müll ist. Chibi, was ist denn los? Chibi ist auch wieder anti-Kimmich heute, oder? Frech. Wild, wild, wild. Hast du Hoffnung, dass Sané noch einmal schafft zu liefern? Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt, war wie beim Gnabry auch. Ne? Ich denke, beide werden zumindest ein bisschen Druck haben. Leider nicht so viel wie erhofft, weil wir nur 1-0 kamen auf den Flügeln. Aber der war ja schon mal bei der Viertelstunde, die wir gesehen haben, sehr vielversprechend. Leider hat Tell ja nicht so geliefert auf der anderen Seite. Von daher wird es ein Tell wohl eher schwer haben in den nächsten Wochen, denke ich. Aber mal abwarten. Ja, wie gesagt, ich habe es ja auch gesagt, ich finde das ja okay, wenn man Spieler klar kommuniziert, pass mal auf, so sieht das aus. Ich finde es halt nur schade, dass man das beim Leon macht und nicht bei den ganzen anderen Cupsköpfen. Ja, warum hat man das bei denen nicht gemacht? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Das ist halt ein bisschen... Denkst du, Boyer wird sich nicht gegen Stani durchsetzen können? Das werden wir sehen, ne? Also Stani hat sehr gut gemacht in der Vorbereitung bisher. Weil er mir als Innenverteidiger noch besser gefallen hat, wie als Außenverteidiger. Wenn ich ehrlich bin. Die Gucci-Gruppe muss weg. Ja, aber die wird ja nicht weggehen. Siehst du ja. Goretzka sollte Fitness-Influencer werden. Warum? Meinst du, er braucht noch mehr Geld, als er wieder schon gekriegt hat bei uns, oder? Ja. Da gehe ich mit, Ben. Bisher war das auf jeden Fall kein Umbruch oder Neuaufbau oder sonst was. Also... Gerade wenn du die Startelf gegen Ulm gesehen hast. Ja, wir werden sehen, wie lange die Motivation bei dem einen oder anderen Spieler anhält. Ich weiß noch nicht, ich hab mit dem Sacher noch nicht telefoniert heute. Ich telefoniere erst morgen mit ihm, dann kann ich das beantworten, was mit ihm ist. Ob er verletzt ist, ob er keine Lust hat. Ob er einen Todesfall in der Familie hat oder sowas. Kein Thema. Naja, ich denke schon, dass genug Vereine Interesse am Leon haben. Ne? Das war ja auch schon zum Anfang der Transferperiode so ein paar Gerüchte. Aber er müsste halt wahrscheinlich locker auf 5 Mille verzichten, wa? Das ist so das Thema. Ja, aber du kannst doch jetzt nicht ein offensives Mittelfeld auf Schalke oder auf Bochum gleichsetzen. Ich bitte dich. Ja, Schalke hat auch nie einen dominanten Fußball gespielt mit super viel Ballbesitz. Und Bochum schon gar nicht. Ja? Habe ich doch gerade erklärt, dass da ein Goretzka funktioniert, ist doch wohl klar, oder? Goretzka ist ein guter Konterspieler, ist ein guter Spieler, wenn er Raum vor sich hat. So, Goretzka ist aber kein guter Spieler im Gegensatz zu den Spielern, die wir im Kader haben, wenn der Gegner tief steht und wir den Ball haben. Das haben wir letzte Saison in, keine Ahnung, 20 Spielen gesehen. Wo du Neon gar nicht wahrgenommen hast, weil er irgendwie auf einer halb linken oder einer halb rechten Position im Mittelfeld rumgeirrt ist und wusste gar nicht, was er machen sollte.
Goretzka war letzte Saison stark, wenn er entweder in der Innenverteidigung gespielt hat oder wenn er super defensiv als Sechser gespielt hat. Was super selten der Fall war. Ja? Selbst als rechter Außenverteidiger war er stärker als wie auf einer Halbposition im Mittelfeld. Das ist nicht Leon, wie auch. Also das ist er nicht als Spielertyp. Punkt. Das ist ja auch nichts Negatives. Also wenn Leon in der richtigen Mannschaft spielt, ist er eine Kanone. Ja? Aber da musst du halt auch Fußball spielen, der zu dieser Art Spieler passt. Und das tun wir gerade nicht. Bei uns sind alles verdiente Spieler, die mindestens 5 Jahre da sind und einmal die Champions League gewonnen haben. Dann bist du beim FC Bayern gleich ein verdienter Spieler, weil du ja auch über 15 Millionen verdienst. Und dann heißt das ja, er muss ja ein verdienter Spieler sein. Ja, muss er ja, weil er so viel Geld verdient. Das ist traurig, aber wahr. Leon ist das Bauernopfer. Naja. Ich meine, er ist nicht umsonst nicht mit zur EM gefahren. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Aber auch da, weil das ist halt auch anderer Fußball. Ja? Fußball verändert sich halt einfach. So, und Leon ist da irgendwie, zumindest was so einen dominanten Fußball angeht, ein bisschen aus der Zeit gefallen, finde ich. Wo er nichts für kann, ist ein super Fußballer. Wie gesagt, wenn er in der richtigen Mannschaft spielt, die Art Fußball spielt, ist ein Goretzka eine Maschine, ne? Wenn er verletzungsfrei bleibt. Das ist ja auch immer so eine Sache. Goretzka, das ist Mobbing. Boah, den habe ich gar nicht erst zu Ende gelesen. Wild. Goretzka, das ist Mobbing. Ja, na klar. Das ist Mobbing. Wenn man einen Spieler nicht aufstellt, weil es keine Position für ihn gibt oder weil er einfach eine schlechte Leistung bringt, dann ist das Mobbing. In der heutigen Zeit ist alles gleich Mobbing und Terror und was weiß ich was, wenn man irgendeinen Menschen kritisiert, ne? Da ist es gleich Mobbing und Bashing und Alter, was ist denn los mit euch, ey? Junge. Wild. Ich weiß nicht, wie oft ich es noch sagen soll aus meiner Sicht, Michael. Also du hast ja geschrieben, Goretzka hat genauso eine Chance auf einen Konkurrenzkampf verdient, wie andere, die rumgeguckt haben in der Vergangenheit. Das ist richtig, aber es gibt keine Position in diesem System für diese Art Spieler. Er ist kein Kimmich. Vergleich doch mal die Spieler. Was ist denn los mit dir? Wo soll denn ein Leon Goretzka spielen? Nenn mir doch mal die Position, wo er spielen soll, in diesem aktuellen Kader, mit dieser aktuellen Art, wie wir Fußball spielen. Wo? Du wirst jedes Mal mindestens 2 Spieler finden in diesem Kader, den du hast, die besser auf die Position passen, die du jetzt nennen wirst. Das ist das Problem von Leon. So, ganz einfach. Und was soll man da rumpimmeln und rumeiern, wenn man nicht mehr mit ihm plant, dann sagt man ihm das und gut. Ja, ist doch völlig fein. Und entweder bleibt er da, hat einen Vertrag, hockt sich auf die Bank, denkt sich, mir doch egal, ich ziehe mir die Kohle rein. Oder er denkt sich, ach, ich möchte doch noch mal irgendwo Fußball spielen, dann wechsle ich den Verein. So, das ist das Gang und Gäbe, Leute. Was ist denn los? Muss man doch nicht vom Mobbing reden oder sonst was. Das wäre doch viel schlimmer, wenn man sagen würde, oh ja, Leon, ja komm, wir bauen auf dich und man lässt ihn dann nie spielen. Ja, also, so wie es ein Tuchel letzte Saison gemacht hat. Jedes Spiel ist ein Müller-Spiel. Und jede PK kommt, ja, warum spielt denn der Thomas Müller nicht? Ja, warum spielt er denn nicht? Warum spielt er denn nicht? Wäre das die bessere Möglichkeit gewesen, oder was? Junge. Coman, Musiala, Olise, das sollte meiner Meinung nach die Offensive sein und Kane davor. Ja, da ein Coman ja noch sehr wahrscheinlich wechseln wird, oder zumindest der einzige ist, wo es Gerüchte gibt, wird das wohl nichts wert, ne? Und die bisherigen Leistungen von King waren auch echt nicht so geil, ne?
Stein muss ins Rollen kommen. Ja, weil Leon ist ja nicht der aus dem Gucci-Clan, ne? Wissen wir denn, was wie intern kommuniziert wurde? Natürlich wissen wir das nicht, aber es wurde ja klar von Eber gesagt und jetzt von Kompanie auch nochmal. Wenn man sagt, man hat klar mit dem Leon kommuniziert und er spielt in den letzten 2 Testspielen nicht und nicht in der ersten Runde DFB-Pokal, beziehungsweise noch nicht mal im Kader. Ich denke, da wird man ihm nicht gesagt haben, Leon, wir bauen die nächsten Jahre auf dich, oder? Logisch, wa? HSV, FCB, RBS, DFB, ÖFB. Alto Belly. Du bist aber breit aufgestellt, wa? Aber Servus und Moin. Ich glaube nicht, dass er noch 13 Mille irgendwo kriegt. Glaube ich aber nicht. Ich denke mal so 10 Mille, dann wird ein Leon ein paar Optionen haben. Vielleicht, wenn er ein bisschen Glück hat, kriegt er aus 12, je nachdem, wo dann der Verein ist. Oder er geht nach Saudi-Arabien, die geben ihm wahrscheinlich 30 und alles ist gut. Denkst du, könnten Leon nur verleihen und teures Gehalt so weiter übernehmen? Naja, das wissen wir ja nicht, ob Leon nicht gehen möchte, weil er auf ein paar Millionen verzichten müsste. Vielleicht sind wir dann da auch bei dem gleichen Argument, was die Mara beim Kimmich gebracht hat. Frau, Kinder, Familie, Wohlfühlen in München, was weiß ich. Ja. Was für mich kein Argument ist, aber für einige ja schon. Ja, aber wir spielen doch eine andere Art Fußball und der Fußball hat sich doch auch verändert. Goretzka war schon unter Nagelsmann grottig. Ja? Ja, es müsste ein klarer Sieg werden. Naja. Olli hat sich zu den Gehältern geäußert. Ja, Olli hat das gesagt, was ich hier seit 2 Jahren erzähle, Leute. Ja? Das hat der Olli gesagt. Und nicht, dass der Uli sich da raussteht, ich wusste von allem nichts, nee, ich bin nur Aufsichtsratmitglied. Na klar, der Aufsichtsrat... Leute, das Thema brauchen wir nicht wieder aufmachen, oder? Hat der Uli sich doch letztens noch da in seinem Fernsehinterview hingesetzt. Hat er doch noch erklärt, wie das läuft. Und der Uli hat nur das bestätigt. Habe ich immer gesagt, immer nur auf den Bratze und Olli draufhauen, wegen den zu hohen Gehältern, ist völliger Schwachsinn. Man muss den Uli genauso mit ins Boot nehmen. Junge, aber das war ja wohl auch klar, oder nicht? Goretzka und Bayern hat einfach keinen Sinn mehr, verstehen nicht, wie er das selber nicht sehen kann, sowohl gehaltstechnisch als auch vor allem wegen seinem Spielerprofil. Ich glaube schon, dass er das auch selber sieht, weil man wird es ihm ja auch kommuniziert haben. So, aber er hat einen Vertrag und den hat er noch 2 Jahre und das ist auch völlig fein. Wenn er bleiben will, dann bleibt er. Punkt. Ja. Also für mich gibt es da ganz andere Kanonen, wo man mal die Gangart anziehen sollte, als wie beim Goretzka. Naja, wenn das jetzt auf den Aufsichtsrat bezogen ist, hier mit der Wahrheit erfahren, doch, weil das beim FC Bayern seit Jahren so ist, dass der Aufsichtsrat seine Zustimmung geben muss. Das weiß man, weil wir eine Aktiengesellschaft sind, die Fußballabteilung. Da sagt hat der Olli nichts Neues erzählt. Ja? Das ist nun mal so, wenn man eine Aktiengesellschaft ist, dann entscheiden das nicht 2 Peoples. Bauernopfer war De Ligt.
Ja, das ist eine gute Frage. Denkst Leon war noch Ergänzungsspieler und dafür verdient er einfach zu viel? Gut, aber das könntest du ja bei dem einen oder anderen auch noch sagen, oder? Also wenn du Coman, Gnabry, Sané nimmst, davon werden 2 sehr wahrscheinlich auch nur noch Ergänzungsspieler sein. Sei denn, es verletzt sich wieder wer. Dann verdienen die auch zu viel. Also. Ja, das ist richtig, dass ein Goretzka und ein Kimmich nie die Führungsspieler waren, die sie gerne hätten sein wollen. Ja, ist ja auch okay. Habe ich ja gerade gesagt, Vertrag ist Vertrag. Dann ist doch völlig fein. Wenn er sich 2 Jahre auf die Bank setzen möchte oder solange bis vielleicht ein neuer Trainer kommt, ist das völlig fein und sein Recht, ne? Goretzka ist besser wie Kimmich. Schneller, Kopfballstärker, Zweikampfstärker. Gut, Michael, diese Meinung hast du auch exklusiv für dich, denke ich. Das ist aber auch völlig fein, ne? Das ist genauso wie viele die Meinung haben, dass der Licht ein zu langsamer Innenverteidiger ist. Oder 5 Bälle über die Mittellinie spielen muss und so ein Mist. Boss in der Hose, guten Abend. Mir geht's gut, ja, ich hoffe dir auch. Wir sind schon wieder mittendrin, na klar sind wir mittendrin. Ja, aber das Beste, da muss ja auch erstmal ein Goretzka Bock haben, da hinzugehen. Man. Die sind ja nicht alles irgendwelche Sadio Manés, die dem Geld erliegen. Das weiß man doch nicht beim Leon. Genau, startet eine Petition. Ist doch bei uns jetzt in aller Munde. Wir starten für alles eine Petition. Dass ein Tuchel bleibt, dass ein De Ligt bleibt, dass ein Goretzka, weiß ich nicht, gehen soll, bleibt. Dass ein Kimmich ein Achter wird und ach, was weiß ich. Du blickst schon gar nicht mehr durch, wie viele Petitionen es rund um FC Bayern gibt. Coman soll bleiben, sonst fühlen sich solche wie Sané und Gnabry wieder zu wohl, wenn eine Konkurrenz weniger da ist. Das wird ja auf den Trainer drauf ankommen, ja? Ich denke, Konkurrenz gibt's genug. Gibt auch genug junge Spieler, die da reinstoßen können zur Konkurrenz. Ja, aber das müsste man ja, also Baus in Haus, ich finde es richtig, Goretzka auf die Bank zu setzen, vor allem wenn er nicht wechseln will. Da muss man auch einfach mal klare Kante zeigen. Ich sehe das genauso. Letztes Jahr wurde das alles zu Larifari kommuniziert vom Tuchel. Dieses Jahr wirkt es klarer. Aber da müsstest du ja an Davis auch auf die Bank setzen. Oder direkt auf die Tribüne. Oder noch besser direkt in die dritte Mannschaft stecken. Ja? Weil das ist ja nochmal ein ganz anderes Ding. Der will ja nächste Saison ablösefrei wechseln. Was willst du mit dem Spieler? Der sagt dir klipp und klar in die Fresse, der FC Bayern ist mir scheißegal. Ich wechsle nächstes Jahr ablösefrei, ziehe mir nur 20, 30, 40 Millionen Handgeld rein. Das ist mein Ziel. Was sucht dieser Typ noch im Kader? Wenn wir mal dabei sind, klare Zeichen zu setzen. Dann wäre das ein Zeichen, oder? Und das wäre ein wichtiges Zeichen. Ja, das ist das perfekte Beispiel. Leo ist wie ein Schweizer Taschenmesser, kann vieles gut, kontern sogar sehr gut, aber für alle Bereiche im Mittelfeld haben die anderen einen Bereich, in dem sie besser sind. Ja. Das ist gerade so das Problem von Leon, das sehe ich genauso. Weil er keinen Bock hat, zum FC Bayern zu wechseln wahrscheinlich, spielt Nico Williams nicht bei uns. Weil der Hansi da schneller war. Nee, das ist auch gut, das wird auch ein Kompanie so beibehalten. Der wird, was solche Themen anbelangt, da nicht drauf eingehen in den PKs. Das ist auch sehr gut. Bayern ist peinlich, für ein Testspiel Geld zu wollen. Erst FC Köln ist das umsonst. Was meinst du, beim FC Bayern TV oder was? Ich freue mich auch auf Olisee. Was ich bisher gesehen habe, sieht auf jeden Fall nach guten Ansätzen aus.
Ja, ist auch so. Also, sorry, wir haben es letzte Saison gesehen, um mal das Leon-Thema jetzt abzuschließen. Er ist letzte Saison verdienterweise ist er nicht bei der EM dabei gewesen, bei der Heim-EM. Verdienterweise. Ja, so ein Sané, so ein Kimmich hätten vielleicht auch noch zu Hause bleiben müssen, ja. Stimme ich mit ein. Aber Leon, wenn man ihn das jetzt klar kommuniziert hat, muss er jetzt einfach eine Entscheidung treffen. So. Die Entscheidung heißt, ich gebe nochmal Vollgas, bringe meine Karriere nochmal in Schwung, ich will nochmal, I don't know, 3 gute Jahre haben. Oder er sagt, alles klar, ich sitze den Vertrag hier aus, gehe danach ablösefrei nach Bochum, spiele noch ein bisschen 2 Jahre Ringelpitz mit Anfassen und beende meine Karriere. Ja. Ja, muss man sich das Testspiel gegen Grasshoppers Zürich um 11:30 Uhr morgens angucken? Weiß ich nicht. Leon war auch ein verdienter Spieler, ja. Leon hat gute Jahre gehabt bei uns. Das spricht ihm gar keiner ab. Aber, wie du schreibst, wir reden über Leistungssport, wa? Nee. Also ich gehe davon aus, dass Kimmich wechseln wird in der Saison, wenn er den Vertrag nicht verlängert. Ja, und ich bin gespannt, ob der FC Bayern sagt, ach ja, komm mal her, kriegst die 20 Mille auch weiterhin. Wie schnell gibt es Verletzungen? Okay, das heißt, es müssten sich mindestens 3 Spieler verletzen, dass Leon wieder eine tragende Rolle spielt. Das ist doch nur das andere Problem. Du hast halt 5, 6 Spieler für 2 Positionen, also. Ja, der Martin beschreibt es eigentlich am besten. Palhinha stärker in Defensive, Leimer im Pressen übers ganze Feld, Kimmich im Aufbau hinter tiefstehenden Gegnern und Pavlovic gehört die Zukunft. Ja, Pavlovic ist eigentlich die perfekte Mischi aus allem. Nee, ich verstehe das nicht. Wenn er diese Qualität mitbringen würde, würde der Davis ja in der Startelf stehen und nicht für 5 Minuten gegen Ulm eingewechselt werden. Wenn er doch ach so starke Qualitäten hätte, von denen wir letzte Saison gar nichts gesehen haben, außer dass er schnell ist, dann würde er ja spielen. Und dann wird es ja wahrscheinlich auch keine Diskussion geben. Dann wird man ja sagen, ach Fonsi, alles klärchen, du bist ja so Weltklasse. Komm, hier kriegst du deine 17 Millionen, die du forderst. Na? Wo gibt der Olli denn Interviews zum FC Bayern? Wenn er zum FC Bayern gefragt wird, sagt er halt was zu manchen Themen. Und zu vielen Themen sagt er doch einfach auch, er sagt nichts dazu. Wahrscheinlich auch, weil es eine Verschwiegenheitsvereinbarung geben wird, denke ich. Aber ich habe das jetzt nicht so erlebt, dass der Olli irgendwo freiwillig zum Bild geht und sagt, hier, das ist meine Kolumne, ich rede hier über den FC Bayern. Also, da sollten lieber erstmal andere die Fresse halten zum FC Bayern als der Olli. Vielleicht mal das O durch ein U ersetzen. Naja, ich denke, dass diese Gruppenmacht, es ist gerade durchgelaufen, Chico auch nicht mehr da sein wird. Kam es als Tore-Fanboy zum FCB, da wurdest du leider enttäuscht, wa? Ja, du wirst auf jeden Fall die Unterhaltung haben. Die Never-Ending Story, es wird weitergehen beim FC Bayern.
Ja, auch Musiala ist nicht unantastbar, Leute. Was ist denn los? Ja, Musiala war eine Katastrophe im Pokalspiel. Und ich habe die Diskussion im Discord da beiläufig mitgekriegt. Oh, wir müssen jetzt mit Musiala verlängern. Und was ist, wenn der wechselt? Leute, wenn er nicht beim FC Bayern bleiben will, tschüss. Hovi. Nehmen 100 Mille für Musiala ein, dann holst du für 100 Mille den Wirtz und alles ist tuppi. Ja, also was ist denn los? Einige müssen mal davon wegkommen, so. Kein Spieler ist größer wie der Verein, auch ein De Ligt nicht, ja. Und können wir das Thema gleich mal aufmachen. Klar, es ist super schade, dass er weg ist. Top-Typ und sowas, gehe ich ja mit, wisst ihr. Ich habe ihn super gemocht und die Stärken, die er hat, als Führungsspieler, werden uns fehlen in der kommenden Saison. Bin ich mir 100% sicher in der Viererkette. Aber wenn der Trainer sagt, ja, brauche ich nicht, will ich nicht, warum auch immer, weil, keine Ahnung, weil er ihnen unsympathisch ist, bringt es auch nichts, diesen Spieler im Verein zu behalten. Ob wir das wollen oder nicht, ja, dann muss man keine Petition starten oder was weiß ich was. Ja, da kommen die Petitionen wieder an. Sehr gut. Breaking News. Gündogan beendet seine DFB-Karriere. Ja, ist mir egal. Das glaube ich nicht. Ich glaube, Leon hat mit der Nationalmannschaft abgeschlossen. Solange dann Nagelsmann Trainer ist, wird das für Leon nichts mehr. Ich setze mich erstmal. Ich denke, dass sehr, sehr viele Spieler aktuell den Verein verlassen dürfen, wenn ein gutes Angebot kommt. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Spieler. Und ich glaube, das war auch so ein Umstand, der bei De Ligt zugeschlagen hat. Dass eben für einen De Ligt ein Angebot da war über 50 Mille. Und das nicht für einen Minjay da war oder für einen Upper. Ja, ich glaube, das ist so der große Punkt, warum es ein De Ligt geworden ist. Und das wird auch der Punkt sein, ob es ein Gnabry, ein Sané, ein Coman oder sonst wer wird. Ja? Das ist so das große Thema. Tarek Buchmann bitte nicht vergessen. Ja, wenn wir den Jungen mal auf dem Platz sehen würden, dann würden wir vielleicht mal an ihn denken. Aber wenn er 1,5 Jahre verletzt ist, ich denke, da haben wir andere jungen Spieler gesehen, die aus der zweiten Mannschaft in den Vorbereitungsspielen gespielt haben, die da mehr aufgefallen sind. Wa? Nico Williams hätte man sich kümmern sollen, ja. Gehe ich 100% mit. Aber du kannst das halt nicht machen, wenn du 3 Außenbahnspieler hast, die 17, 18, Sané wahrscheinlich sogar 20 Millionen verdienen. Du musst diese halt erstmal loswerden. Was machst du, wenn die alle sagen, Mäh. Ich setze mich halt auf die Tribüne, ist mir doch egal. Dann ist es halt schwer zu sagen, komm, wir kümmern uns um einen Nico Williams, zahlen 60, 70 Mille, spielt, glaube ich, bei Atletico Bilbao, oder? Die sind sowieso super krasse Verhandlungspartner. Haben wir damals bei Martinez erlebt. Plus Gehalt, ja. Das war, glaube ich, oder ist so das Problem an der Sache. Und natürlich darum, dass das Barca da schon tief drin ist. Ja? So. Und es hat ja auch nicht immer, das heißt ja nicht immer, dass wenn der FC Bayern anfragt, dass der Spieler unbedingt aus seinem Land weg will. Er ist Spanier und wenn er dann beim größten oder einen der größten spanischen Clubs spielen kann, ja, vielleicht hat er da viel mehr Bock drauf, als zu sagen, oh nee, ich gehe lieber nach Deutschland, lerne eine neue Sprache und so weiter, weißt du? Weiß man doch immer nicht. Nein, niemand steht über den Verein außer Uli Hoeneß. Müller und Neuer sprechen immer positiv über alles. Ich traue ich nicht wirklich hinterher. Mazraoui sowieso. Ne, Mazraoui habe ich ja vorhin schon was zu gesagt. Wüsste nicht, was er in die Mannschaft bringt, was Dyer nicht tut. Das ist richtig, sehe ich genauso. Für einen Bruchteil des Geldes. Wir haben auch alle gefordert, dass die Mannschaft mal durchgemischt werden muss. Dafür müssen halt auch Spieler gehen und die müssen auch einen Markt haben. Nach der letzten Saison sind das halt nicht viele. Ja.
Ist ja, was ich gerade sagte. Ich denke, das ist auch der Hauptfaktor, woran es wahrscheinlich gelegen haben wird. Es ist halt kein Club gekommen und hat gesagt, oh geil, Upamecano, komm, 50 Mille an FC Bayern, obwohl er eine gute EM eigentlich gespielt hat. Oder ist keiner gekommen und hat gesagt, Mini, oh ja, komm, 50 Mille zahle ich. Wollen wir unbedingt haben. Ist keiner gekommen. Na? Der einzige war Ten Hag, der gesagt hat, oh ja, ich möchte gerne in Manchester United den Holland 2.0 aufbauen und deswegen möchte ich gerne die Licht haben. So. Ja? Glaubst du, dass Company auf Davis setzt? Das werden wir sehen, ne? Da fand die Uli die Vorstellung super. Ich auch. Ich fand sie auch gut. So, wenn keine Fragen sind, dann ist das halt nach 10 Minuten auch beendet, der Bums. Ne? Ja, Fitz. Genauso kannst du das auch interpretieren. Seit dem Statement von Freund Company am Freitag befürchte ich, dass Goretzka kriegt die harte Behandlung, Kimmich, Coman, Davis werden gehatchet, wie damals Alaba. Ja, wobei man aber sagen muss, Kimmich hat sich ja, also Kimmich merkt man an, dass er Konkurrenz hat, oder? Also ich finde in der Vorbereitungsspielen und jetzt auch im Pokalspiel, man merkt einen Kimmich an, dass er Konkurrenz hat. Und das Zusammenspiel mit dem Pavlovic war echt noch nicht sehr gut, aber es hat wirklich gut geklappt. Ja, also es war meistens jemand in dem Raum. Fairerweise muss man sagen, dass Urm jetzt aber auch nicht der offensiv starke Gegner war, um das mal wirklich seriös beantworten zu können. Werden wir sehen, wie es da weitergeht. Aber ich könnte mir auch vorstellen, wenn ein Club kommen würde und Kimmich sagen würde, ich möchte gern weg und da kommt ein Club und sagt, ich zahle 40 Mille für einen Kimmich, würde bei FC Bayern sagen, jo, Hobi, tschüssi. Ja, das stimmt. Leon hat sich da auch hängen lassen. Hat mich auch enttäuscht gehabt, wo er ausgebootet wurde. Das war auch das falsche Signal, fand ich. Der Fall Davis zeigt, dass Eber komische Zeichen setzt. Leon Tribüne, Davis darf spielen, dabei ist Davis x-fach schlimmer. Schwache Leistung will aber... Ja, sehe ich genauso. Vor allen Dingen, weil man da sich ja auch hingesetzt hat als... Also ich bin zufrieden mit dem Eber. Ja, der macht einen guten Job, macht einen guten Eindruck, souveräne Pressekonferenzen und so weiter. Aber in diesem einen Punkt, ja, ist das wirklich wild. Weil er hat sich da hingesetzt, öffentlich, hat gesagt, ja, Verhandlungen, ja, wir verhandeln. Wir haben jetzt ein Angebot vorgelegt, das ist unser finales Angebot. Entweder nimmt der Alphonso Davies das an oder halt nicht. Er hat eine Deadline von 3 Wochen bis Ende des Monats, wo wir Bescheid wissen, damit wir Planungssicherheit haben, Punkt. Das war seine Aussage. Vor 3 Monaten. Und dann setzt sich ein Freund jetzt dahin. Ja, nee, die Tür ist noch nicht ganz zu. Die Tür ist nie zu bei Alphonso Davies. Das ist jetzt dasselbe dumme Kackgelaber wie damals beim Alaba. Und ein Davies wird uns den zeigen am Ende der Saison. Ja, selbst wenn du ihn jetzt in den Arsch puderst und er, selbst wenn er ein Leistungsträger werden sollte unter Kompanie, wird er uns am Ende der Saison diesen zeigen und nach Real Madrid ablösefrei wechseln. Ja. Wild, oder? Würden alle Spieler, ich habe es ja in meinem Video gesagt, alle Spieler, wo der Vertrag ausläuft, die jetzt in ihr letztes Jahr gehen, Sané, Kimmich, Davis, bis eine Woche vor, also jetzt, was haben wir, 31. schließt die oder was? Eine Woche vorher ist entweder eine Vertragsverlängerung da, zu den Konditionen, die der Verein darbietet, oder man sagt allen 3 Spielern, dann setzen wir euch eine Saison auf die Bühne und dann könnt ihr nächstes Jahr umsonst wechseln. Das wäre meine Ansage an alle 3 Spieler. Egal wie gut
sie sind. Es spielt keine Rolle. Ja? Du musst jetzt mal ein klares Zeichen setzen, damit so ein Schwachsinn aufhört. Ja, auch wenn Kimmich bisher gut gespielt hat, auch wenn Sané überragend spielen sollte, das spielt keine Rolle. Jeder Spieler, der in sein letztes Jahr geht, hat entweder den Vertrag zu verlängern oder hat den Verein zu wechseln. Und das sollte klar sein. So ist die Branche halt einfach, ja. Und was macht der FC Bayern? Er geht mit 3 Spielern ins letzte Vertragsjahr und denkt sich, ja, schauen wir mal. So, und das ist dann wieder fahrlässiges Verhalten. Ja? Weil man wusste das ja lang genug, man wusste das bei Sané, man wusste das bei Kimmich. Da muss man ja jetzt nicht tun, ja, was haben wir jetzt gerade erst erfahren, dass der Vertrag ausläuft oder was? Was ist denn los? Ja? Also, das verstehe ich nicht. Und das beim Spitzenverein, ja. Und wir wissen seit Minimum einem halben Jahr, dass Real Madrid an Davis dran ist und dass Real Madrid am liebsten Alphonso Davies ablösefrei nächstes Jahr haben möchte. Das wissen wir auch. Ja? So, da muss er jetzt mal klare Kante zeigen. Und deswegen finde ich das so wild, dass man die klare Kante beim Leon zeigt, der noch 2 Jahre Vertrag hat, ja. Und bei den 3 halt nicht. So, das finde ich ein bisschen komisch. Mal unabhängig davon, ja, dass Leon halt nicht mehr, meiner Meinung nach, nicht mehr ins System passt und so weiter. Aber man sollte diese harte Kante, die man gerade bei Leon zeigt, sollte man viel, viel eher erstmal bei diesen 3 Spielern zeigen. Weil die gehen nächstes Jahr ablösefrei. Ne? Leon nicht. So. Ja, also Kompanie sich zu der ganzen Sache öffentlich nicht äußert, ist vollkommen richtig. Hat er auch nichts zu tun, ja, das ich weiß nicht, warum Nagelsmann das damals gemacht hat. Ich weiß auch nicht, warum es so ein super erfahrener Trainer wie der Tuchel getan hat. Kompanie macht das einzig Richtige und von Vereinsseite ist es völlig richtig zu sagen, pass mal auf, wir setzen da einen Sportdirektor oder einen Sportvorstand mit hin. Solange auf jeden Fall noch jetzt Transferphase ist und gut ist. Naja, dass Fonsi auf dem Flügel spielen kann, sollte jetzt nicht überraschend sein. Ja? Er wurde ja damals als Flügelspieler verpflichtet. Also er war ja nie ein Verteidiger. Ist ja erst bei uns Verteidiger geworden. Aber Fonsi hat halt Real Madrid im Schädel und gut. Und dann ist das auch fein. Ja, wir brauchen keine Spieler, die nicht beim FC Bayern spielen wollen. Auch das hat ein Eber kommuniziert vor 3 Monaten. Da muss man jetzt auch danach handeln. Lustig, wie sich alle über Caro von Leverkusen aufregen, mit seiner Aussage zum Eberl. Ich rede mich darüber nicht auf. Warum soll man sich auch darüber aufregen? Das ist... Nehmt ein x-beliebiges Interview von Uli Hoeneß. Also ich denke, da hat kein FC Bayern-Fan irgendwas... Da muss man sich nicht über einen Karo aufregen, der auf irgendeiner Fanclub-Veranstaltung gesagt hat, das, was die Leute hören wollen und mal ein bisschen aus sich rausgekommen ist und nun gesagt hat, was weiß ich, der Eberl ist ein Wichser, ich will den Tar nicht umsonst abgeben und bla und Sülz. Ja, so hat das ja nicht gesagt. Ja, das war jetzt nicht irgendwie... Leute, das war eine Fanclub-Veranstaltung, also... Ja, genau. Wir haben auch viele Jungspieler, die an der Zeit verdienen. Und das nicht nur auf der Davis-Position. Ja? So ein Aznu, klar, dem fehlt noch Körperlichkeit, gar keine Frage. Aber was auch der schon gezeigt hat bisher, also ich mache mir da auch keine Sorgen. Darf ich eine Off-Topic-Frage stellen? Was meinst du, was Hansi Flick und das Six-Tubel Hero so bei Barcelona anstellt? Ja, leider Gottes hat Hansi Flick eine einigermaßen gute Mannschaft da, wa? Ich bin sehr gespannt. Hansi Flick ist für mich eine Wurst als Trainer. Das wissen die meisten, die hier zugucken. Grüße gehen raus an Chico. Aber wir werden sehen. Ich denke, er ist auf jeden Fall ein Lewandowski-Streichler. Von daher ist das schon mal safe, dass der Levi wieder performen wird. Und wenn du gesehen hast, was da für Spieler so rumrennen, na, mal schauen.
Ja, was heißt, zu viele Mitläufer haben wir geholt? Das weiß ich nicht, ob man zu viele Mitläufer geholt hat. Du hast halt einfach keine Generation mehr, wo du sagst, ja, da ist immer ein richtiger Typ. Ja, das ist ja so ein Generationsding. Benkai, servus und Glück auf. Fia, servus. Was verpasst? Nichts Weltbewegendes, denke ich. Naja, es stand halt zu lange 2:0 GB, ne, gegen Ulm. Ich glaube, hätten wir schnell das 3:0 nachgelegt, glaube ich, hätte der eine oder andere Junge auch rangedurft. Denke ich schon. Heuchelt, hi. Ja, na klar wäre Musiala ein herber Verlust, aber nochmal. Wenn er den FC Bayern nicht fühlt und meint, er muss woanders spielen oder will woanders spielen, ja, dann ist das so. Alles gut. Dann nimm die Ablöse mit und hol den Ersatz. Also. Ja. 50 Millionen sind halt zu wenig für die Licht. Ja, aber es war halt nicht mehr Markt da, ne? Ist halt so. Du musst ja froh sein, dass überhaupt jemand angefragt hat. So, Manchester United war der einzige Club, der angefragt hat. Der saß halt die ganze EM auf der Bank, konnte sich nicht zeigen, nix. Ne? Ach, das habe ich ja nicht zu entscheiden, für wie viel Ablöse Musiala gehen würde. Wo ist der Respekt seitens des FCB gegenüber De Ligt? Wo war der FCB denn nicht respektvoll gegenüber De Ligt? Was ist denn dein Problem? Ich glaube nicht, dass man De Ligt vom Hof gejagt hat. Oder was ist dein Take gerade? Ich meine, den Take könntest du jetzt beim Leon aufmachen, was auch schon aber witzig wäre, aber da könntest du den ja wenigstens aufmachen. Aber wo willst du denn jetzt beim De Ligt aufmachen, den Take? Wild. Ja, auch Mats Raui musst du froh sein, dass du ihn losgeworden bist, Alter. Nach seinen Aussagen letztes Jahr, also da musst du froh sein, dass er weg ist für 15 Millionen. Ganz ehrlich. Sportlich gab es nichts auszusetzen in der Schlussphase, ja. Klar hat er mehr Potenzial, hat unter Nagelsmann gezeigt, was er für Potenzial hat. Und ich glaube, auch unter Ten Hag wird er wieder richtig aufblühen. Aber die Aussagen, die er da getätigt hat, sorry, die haben halt auch 0 zum FC Bayern gepasst. Ja? Also, deswegen, da musst du froh sein, dass du jemanden gefunden hast, der ihn genommen hat. Ja. Ja gut, das wer von den Jungen aufgefallen ist, sind ja die üblichen Verdächtigen, wa? Ich denke, Irakunde hat schon gezeigt, was er kann, hat mich aber zu 110% an Shaqiri erinnert. Ja, Meter mal Meter, voller Kraftwürfel. Licinia hat sehr, sehr stark gemacht. Was auch noch dann, wenn wir wieder auf Leon kommen, auch noch mal eine Alternative im Zentrum wäre, ja, auch wenn er auch teilweise auf der Halbposition oder auf dem Flügel gespielt hat. Du kannst jetzt durchgehen. Vidovic hat, wie letzte Saison schon, wo er dann mal spielen durfte, wo Gott Tuchel mal gesagt hat, oh, ich lasse doch noch mal einen jungen Spieler spielen. Hat sehr gut gemacht. Aznu hat es für mich auch gut gemacht, wobei man sagen muss, ihm fehlt natürlich Körperlichkeit noch, ja, ein bisschen, gar keine Frage, aber wenn du gesehen hast, wie er dann auch gegen Tottenham selbst im gegnerischen 16er 2 Leute hat aussteigen lassen. Also da sind schon auffällige Jungs hinten dran, ja. Und wie hieß er in der Innenverteidigung? Ich komme nicht auf den Namen, Leute. War auch auffällig. Ja. Also da war jetzt keiner bei den Jungen bei, wo du sagst, ist eine absolute Nulpe. Ja. Klar, es ist immer was anderes, sich da ein bisschen zu zeigen oder zu sagen, so, der setzt sich durch, aber Potenzial ist auf jeden Fall eine Menge vorhanden. Aber das war auch schon letztes Jahr. Ne? Letztes Jahr hast du keinen Trainer gehabt, der die Eier hatte, die Leute in den Konkurrenzkampf zu stellen. Das ist das Thema, ne? Ganz genau, Anmu. Mats Rau hätte ich verschenkt, Hauptsache weg. Sehe ich genauso. Definitiv.
Also menschlich, das, was man von außen beurteilen kann, zumindestens, nee. Passt das einfach nicht zusammen, ja. Und das hat nichts mit seiner Herkunft zu tun, sondern einfach mit seinen sehr wilden Aussagen. Ich glaube, man sollte Minjay aus der Innenverteidigerkonvention raushalten. Ich finde, ihm sollte man noch ein Jahr geben, um sich zu beweisen. Ich fand den in der ersten Saisonhälfte gut und danach war er, glaube ich, auch einfach überspielt nach Asia Cup und dann 3 Tage später spielen und so. Bei den anderen sehe ich das ähnlich. Ja, die IV-Diskussion brauchen wir auch nicht, die brauchst du nicht groß aufmachen. Ja, das können wir eigentlich ganz kurz abhandeln, ja, habe ich ja auch auf meiner Liste stehen gehabt. Innenverteidiger-Situation. So, und Eric Dyer muss spielen. Wer neben ihm spielt, ist Wurst. Das ist mein Statement. Das wird natürlich nicht passieren, ja, ähnlich wie es manches unterm Tor nicht passiert ist. Vielleicht täusche ich mich aber auch, ja, aber vielleicht wächst Minjay rein in die Führungsrolle der Viererkette. Also Upa wird da nicht mehr reinwachsen. Upa ist das 3. Jahr bei uns. Er hatte lang genug Zeit. Er wurde geholt als der große Abwehrchef. Das ist er nicht. Ja, er ist ein sehr, sehr guter Innenverteidiger. Und ich fand ihn zum Beispiel letzte Saison in der Hinrunde den besten Innenverteidiger und nicht Minjay. Minjay hat super viele Fehlpässe in der Offensive gespielt. Hatte Harakiri-Zweikampfverhalten. Da war Upa viel, viel stärker, wie ich fand, letzte Saison in der Hinserie. Du brauchst halt einfach einen, der die Viererkette führt. Ja, ja, ich habe dann gelesen, ja, Palinja soll das machen. Sorry. Ja, also in der Viererkette führen muss jemand aus der Viererkette machen. In meinen Augen. Ja, und der Einzige, der das kann, ist ein Eric Dyer und der kann das mit 1 plus Sternchen. Ja. Ich bin sehr gespannt. Ich denke mal, ein Kompanie war Innenverteidiger, der wird das selber am besten wissen. Ob er auf lange Sicht an Upa und Minjay festhält. Vielleicht wächst einer rein. Ich sehe das ähnlich wie du. Minjay würde ich rausnehmen. Habe ich ja auch schon gesagt. Ich denke mal, bis zur Winterpause sollte ihm mal Zeit geben. Ja? Dann können wir ihn mal beurteilen, denke ich. Dann sehen wir, welche Art Spieler er ist und welches Level er erreichen kann, denke ich. Das konnte er letzte Saison nicht zeigen, aus den Gründen, die du geschrieben hast, aber auch schon im Vorhinein, wo er kam mit seinem Militärdienst und so weiter. Ja. So. Und Opa müsste halt einfach mal, ich weiß es nicht. Also Opa ist für mich der von seinen Fähigkeiten der Innenverteidiger schlechthin. Der moderne Innenverteidiger. Ja, der kann alles. Er kann einen guten Ball nach vorne spielen, ist kopfballstark. Super starkes Abwehrverhalten nach vorne. Aber auch schnell nach hinten, ja, guten Zweikampf. Ihm versagen halt einfach regelmäßig die Nerven. Und da muss man irgendwann sagen, jo, du bist jetzt das 3. oder 4. Jahr da und jedes Jahr im Champions League Viertel, Achtel, Halbfinale haust du die Klopper raus, dann reicht's halt auch nicht für ganz oben. So ehrlich muss man dann sein. Ne? Ja. Aber ich denke, beiden Innenverteidigern, sowohl Minjay als auch Opa, würde es gut tun, wenn so ein Eric Dyer da wäre und die Verantwortung von deren Schultern nimmt. Ja, aber das wird die Saison zeigen. Vielleicht wächst ein Minjay rein. Also ein Opa wird nicht mehr reinwachsen in meinen Augen. Da müsste sich schon wahnsinnig viel ändern bei ihm. Aber so Minjay, man hat so leichte Ansätze gesehen, wie ich fand, gegen Ulm. Ja, hat da schon ein bisschen versucht zu koordinieren, Zeichen zu geben. Aber natürlich ist das alles nicht auf ein Niveau eines Eric Dyers, Alter. Ja, du siehst ja gleich, der führt die Abwehrkette, der führt das defensive Mittelfeld, der faltet die Leute zusammen, der gibt klare Anweisungen. All das siehst du halt nicht. Das siehst du nicht bei einem Kimmich, das siehst du schon gar nicht bei einem Minjay oder Opa. Ja. Deswegen, wenn man De Ligt abgegeben hat, was man getan hat, ja, dann ist für mich ein Eric Dyer eigentlich in der Viererkette gesetzt. Auch wenn er Geschwindigkeitsdefizite hat. Ja. Es ist einfach nur schnell, sonst nichts. Ja, letzte Saison war das leider so.
Ja? Also er hat schon gezeigt, davor die Jahre, dass er auch mehr kann. Aber letzte Saison war das wirklich zu großen Teilen nur, ich bin nur schnell. Ja, ich finde es auch schade, dass ein De Ligt weg ist. Ne? Das habe ich ja auch letzte Saison schon gesagt. Für mich wäre ein De Ligt der Spieler gewesen, wo ich gesagt hätte, zack, du bist es, du bist mein Mann in der Viererkette, du führst die Abwehr die nächsten 10 Jahre beim FC Bayern. Du kriegst, sobald ein Manu Neuer aufhört, kriegst du die Kapitänsbinde und alles wäre schicki gewesen. Aber wir haben das halt nicht zu entscheiden, wa? Will Holland nicht so ein Ajax 2.0. Korinthenkackerei nenne ich das jetzt mal. Deja. Spieler wie Führig, Undav, Grimaldo, Frimpong hätte ich gerne bei Bayern gesehen. Ja. Führig, Undav hätte ich 100% unterschrieben. Undav für mich ein absolutes Mentalitätsmonster von der Einstellung her. Ja, hätte ich auch gern gesehen. Grimaldo und Frimpong, ja. Fußballerisch hätte ich sie auch gern gesehen. Aber es ist, glaube ich, schon gut, dass man da nicht zu sehr reingegangen ist. Lass mal Leverkusen stark bleiben, wie sie sind. Das ist schon gut. Auch für uns ist es gut. Ja. Glaube ich schon. Kimmich will nicht ins Ausland. Ja, dann kann er nach Dortmund gehen für Hälfte des Gehaltes. Ist doch kein Thema. Oder natürlich den Vertrag verlängern für Hälfte des Gehaltes. Fand's Goretzka Pavlovic besser als Kimmich Pavlovic? Nee. Ja, weiß ich nicht. Müsste man dann auch... Ist schwer zu vergleichen auch, ne? Wie oft haben wir Goretzka Pavlovic gesehen? Also ich glaube das Beste... War das mit Goretzka? Gegen Stuttgart? War das Goretzka Pavlovic? Oder war das Leimer Pavlovic? Ich weiß es nicht mehr. Das war auf jeden Fall ein starkes Spiel. Ja. Wo spielt denn jetzt Sané, wenn Olise da ist? Ja, links. Naja, wenn man Undav nicht braucht, braucht man auch kein Gurasi, oder was? Was ist das denn für eine Aussage? Eber kommt von Leipzig. Ich glaube, Eber kommt eher von Gladbach wie von Leipzig. Der Eberl hat auf jeden Fall eine Ansage gekriegt von Uli. Da, 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 da. Ja, aber du hast auch noch einen Ito, ne, Ammu? Darf man auch nicht vergessen. Ito kann doch den Linksverteidiger spielen. Hat das doch bei Stuttgart gut gemacht. Und ansonsten musst du halt einen Atz nur da reinwerfen. Punkt. Aber das ist für mich alles kein Grund zu sagen, ich mache nicht die harte Linie beim Davis. Sorry. Du kannst auch einen Stunny als Linksverteidiger aufstellen. Kann der auch spielen. Also, nee. Das ist für mich kein Argument. Da gehe ich nicht mit. Verliebt sich nie wieder in einen Spieler, Chico? Ist ja frech. Ich glaube, dass das bei Kompany keine Rolle spielen wird, ob der Sané Freund ist. Und außerdem, wer sagt das denn? Wer sagt das denn bitte? Ja, immer diese Aussagen. Ja, ein Kompany ist Freund mit dem Sané. Warum? Warum? Weil beide 3 Jahre zusammen bei Manchester City gespielt haben, oder was? Deswegen sind sie Bros, oder was? Wer sagt das denn? Die waren Mitspieler, ja. Hast du den Olise mal gehört? Der auf der PK? Nach der Nachfrage, ja, wir waren Mitspieler, wir haben nie viel miteinander geredet. Wer sagt denn, dass das bei den beiden nicht genauso war? Verstehe ich immer nicht, diese Aussagen. Hat sich da einer von beiden hingestellt, hat das gesagt, wir sind Big Bros oder was?
Und selbst wenn, schätze ich ein Kompanie schon so ein, dass der den Sané nicht aufstellen wird, wenn er so eine Leistung zeigt, wie er die in der Rückrunde unterm Tuchel gezeigt hat. Dann bin ich mir aber ziemlich sicher. Weil dann würde er seine ganze Art und Weise, wie er sich gibt und was er von sich gibt, unglaubwürdig machen. Und das würden Spieler aber so schnell merken und ausnutzen, nee. Kann ich mir nicht vorstellen, dass er das machen würde. Aber wer weiß, vielleicht täuschen wir uns auch, wie wir uns beim Tuchel getäuscht haben. Und werden wir hier in 2 Monaten sitzen und die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Nichts ist so möglich, ne? Marknamt. Die nehmen auch einen Kimmich. Ja, jeder nimmt einen Kimmich ablösefrei. Was ist los? Ach ja, das ist egal. Real Madrid nimmt den noch trotzdem ablösefrei. Ich denke, auch jeder andere Topverein wird einen Davis ablösefrei nehmen. Gut, ablösefrei heißt auch immer 20, 30 Mille Handgeld. Das stimmt schon, ja. Aber die Gehaltsvorstellung, die Davis hat, wird er wahrscheinlich nicht bekommen. Auch nicht beim anderen Topverein. Da stimme ich dir zu, ja. Ja, ich denke, für einen King wäre es auch an der Zeit. Ja, ähnlich wie es für einen Kimmich, Goretzka und Gnabry an der Zeit wäre. Einfach mal eine Luftveränderung. Ich glaube, das tut den Spielern gut. Also hier kommt ein Sané mit Sicherheit nicht zu gut weg. Daniel. Also wenn, dann bist du noch nicht lange auf diesem Kanal, wenn du meinst, ein Sané kommt da hier zu gut weg. Also, nee. Irakunda, ja. Ich hoffe wirklich, dass man ihn eventuell in den Konkurrenzkampf dann stellen wird mit so einem Sané oder Gnabry, wenn die wieder in ihre alten, schwachen Muster verfallen. Ich denke dann, also, das war schon echt gut stark, was man gesehen hat von ihm. Ja, ist doch so. Also Hansi Flick ist ein Lewandowski-Streichler. Und wir sehen, der Levi wird richtig rasieren wieder. Ist halt einfach so. Ja. Denke ich auch. Dennis, servus. Ist mir nicht aufgefallen, Marc. Krattenbacher bei Ulm. Bei Ulm ist mir kein Spieler groß aufgefallen. Also alles, was ich vom Tell bisher gesehen habe, ich würde ihn gerne mal für ein paar Spiele im Sturm sehen, ja. Würde ich gerne mal. Oder generell in der Zentrale. Ja. Also so eine Doppelspitze mit dem Harry Kane, der sich ja mehr ringsherum bewegt, würde ich richtig fühlen mal ein paar Spiele. Dann könnte man das mal beurteilen. Ich denke, auf dem Flügel kommen seine Stärken nicht richtig durch, glaube ich. Hat mal gute, klar, ne? Hat mal gute Spiele. Oft ist er dann ja auch mal 10 Minuten in der Mitte oder sowas. Aber ich würde es mal fühlen, wenn man ihn wirklich mal vorne in so eine Art Doppelspitze mit dem Heavy stellen würde. Wenn eure Chefs euch die Geschichte der Graugänse erzählt, der arbeitet auch zu 100% besser. Nee, ich nicht. Nee, das musst du nachlesen, Joel. Das musst du nachlesen. Ich kann dir den genauen Wortlaut nicht wiedergeben und dann wurde das ja auch relativiert und bla und Sülz. Es ging halt, ja, um den Nahostkonflikt. Da kannst du gerne mal nachgoogeln. Brauchst du nur mal eingeben, Mats Raui, FC Bayern in Nahost oder so, da wirst du schon irgendwas finden. Aseko Nkidi hieß er, genau so war's, Punk. Sehr gut, danke. Den meinte ich vorhin. Ja, wir haben gute junge Spieler da am Start auf jeden Fall. Wünsche Tuchel zurück. Ja, ist doch kein Problem.
Wartest du mal ab, wo der Tuchel hingeht. Der ist ja gerade sehr begehrt, wie man sieht. Bei jedem Spitzenclub ist er ja nach seinen legendären Pressekonferenzen bei uns ist er immer die erste Anlaufstation. Jeder sagt ja, bah, Alter, ich würde dir den Tuchel jetzt wünschen. Ja? Sieht man ja bei den Anfragen, die er hat, wo er überall im Gespräch ist. Dann kannst du dich ja dann in dem Verein anschließen. Ist doch super. Ich glaube auch, dass ein Dyer nur Backup sein wird in der Kompanie. Aber mal abwarten, wer weiß. Hat man ja auch gedacht, wo ein Dyer gekommen ist, oder? Und vielleicht will der Kompanie sich jetzt einfach mal angucken, ob ein Opa und ein Minjay, ob einer von den beiden, wenn die zusammenspielen, in die Rolle reinwächst. Dass er der Führungsspieler in der Viererkette wird und wenn es keiner schafft, vielleicht setzt er dann auch auf den Eric Dyer. Wir werden es sehen, ne? Ja, Zwacker, Faker, da hast du leider irgendwas falsch verstanden. Wa? Also ich drösel das mal kurz auf. Dass man Palinja nicht einfach schon letzten Sommer geholt hat, verstehe ich einfach nicht. Was hat man jetzt gespart? 5 bis 10 Millionen? Dafür eine Blamagensaison gespielt und Ausreden für Tuchel kreiert. Wenn du nur ein bisschen informiert wärst, minimal, dann wüsstest du, dass er schon zum Medizincheck da war, zum Fotos knipsen, ja, dass aber sein Verein, dem er jetzt letztendlich gekommen ist, einfach in der Kürze der Zeit keinen Ersatz gefunden hat. Und deswegen ist der Transfer gescheitert. Der Transfer ist nicht gescheitert, weil der FC Bayern gesagt hat, oh nee, wir möchten aber jetzt 5 Millionen weniger zahlen, weil der war schon zum Medizincheck und zur Vertragsunterschrift da und schon mit Fotos knipsen. Es lag nicht am FC Bayern, es lag nicht daran, dass man nicht gesagt hat, komm, du kriegst nochmal 5 Millionen mehr. Nein, es lag daran, dass die keinen Ersatz bekommen haben. Das wäre dasselbe, es kommt jemand zu dir und sagt, jo, wir kaufen jetzt Manuel Neuer. Jo, der ist schon da, der unterschreibt gleich den Vertrag und dann kriegst du eine Absage von dem Ersatzmann, den du gerne gehabt hättest für Manuel Neuer. Was machst du denn dann? Dann sagst du auch, oh nee, pass mal auf, noch ist hier nichts safe. Kannst du im FC Bayern letzte Saison wirklich viel in die Schuhe schieben, ja? Und du kannst dir vielleicht in die Schuhe schieben, dass sie sich nicht früher um Palinja bemüht haben, sodass der Verein mehr Zeit gehabt hätte, Nachfolger zu finden. Da kann ich dir zustimmen. Ja? Aber am Ende des Tages lag es nicht am FC Bayern, dass der Transfer dann doch nicht geklappt hat. Ja, Opa hat auch kein fußballerisches Defizit. Da stimme ich dir zu. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich lese es erstmal vor. Entweder stellt die Nervosität ganz natürlich durch die Erfahrung, die er sammelt, ab oder eben nicht. Da kannst halt nicht wirklich viel machen. Ist ja auch kein Problem, wenn er mal einen Fehler macht. Aber das darf ihn einfach nicht direkt komplett aus der Bahn werfen. Erstmal, das finde ich, dass es letzte Saison nicht getan hat. Ja, dass es ihn dann komplett aus der Bahn geworfen hat. Und ich gehe mit, er darf auch Fehler machen. Aber es ist ja auffällig, wann er diese Fehler macht. Er kann, ist doch alles tutti. Macht doch in irgendein Bundesligaspiel, Alter. Habt doch mal einen Klopper drin, hat jeder hat mal einen schlechten Tag, gar keine Frage. Aber beim Opa ist ja das Auffällige, dass er es immer dann hat, wenn es darauf ankommt. Ja? Eigentlich immer das genaue Gegenteil vom FC Bayern. Der FC Bayern ist ja eigentlich immer dann stark, wenn es darauf ankommt. So, und dann ist so ein Opa der genaue Gegenpol. Das ist so ein bisschen das Problem. Und dass das an der Erfahrung liegt, kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Ja, dafür ist es das 3. Jahr in Folge jetzt gewesen. Also. Und er war super stark in der Hinrunde für mich. Super stark. Ja. Man hat ihm dann keinen Gefallen getan mit dem Spiel gegen Leverkusen, ja, wo er wieder 2 Tage im Training war. Nochmal Grüße gehen raus an Thomas. Ja. Dass man ihn dann da mit Minjay reingestellt hat, was völliger Schwachsinn war. Da musste den Opa mal ganz klar in Schutz nehmen. Ja. Wie sollte er auch da nur ansatzweise vom Kopf her frei sein und eine vernünftige Leistung zeigen. Ja. Vielleicht hat ihm auch immer einfach... Vielleicht muss ja auch ein bisschen gepudert werden, so, weißt du?
vom Trainer. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat das bisher kein Trainer geschafft. Obwohl er ja der Wunschtransfer vom Nagelsmann war damals. Wir werden es sehen. Vielleicht schafft es ja ein Kompanie. Weil, wie du schreibst, fußballerisch hat er keine Defizite. Und ich sehe gerade, der Innenraum der Allianz Arena hat keinen Bock mehr. Frech. Aber ist kein Problem. Wir aktualisieren das mal. Guck mal. Bild. Haben sich auch gedacht, komm, wir machen mal kurz das Live-Bild weg, wa? Ja, das werden wir sehen, Punk, ne? Das werden wir sehen, um Kompanie das schafft mit der Innenverteidigung. Weil Palhinha ist auch da, der wird die Innenverteidigung auch nochmal auf dem oder in ein besseres Licht stellen, denke ich. Ja. Und wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie es dann im Zentralmittelfeld aussieht. Also Palhinha war im Testspiel, das letzte Testspiel, wo man jetzt gemerkt hat, der ist wieder ein bisschen mehr fitter. Alter, der war eine Maschine. Alter, da ist... Da kann kein Kimmich mit dem Pavlovic zusammen auch nur ansatzweise defensiv das Wasser reichen. Ja, also. Und dann ist die Frage, wer spielt neben ihm? Also wenn Palhinha fit ist kein Vorbeikommen an Palhinha auf der 6. Ja. Da wird es auch ein Kimmich schwer haben. Gerade wenn wir dann darüber reden, dass es ein Gegner ist, der vielleicht höher presst oder den Achter zustellt oder sowas, dann wird es ein Kimmich sau schwer haben, weil das nicht Kimmichs Stärke ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wenn Palhinha wirklich auf sein Leistungsniveau ist, dass man auch nur ansatzweise auf den Gedanken kommt, einen Kimmich auf die 6 zu stellen, anstatt einen Palhinha. Aber auch da, wer weiß, wa? Vielleicht täusche ich mich. Wird Bayern Leverkusen oder Dortmund Meister? Das weiß ich nicht, ich bin kein Hellseher. Müsste ich mal meine Kugel befragen. Oder mein Tarotkarten oder mein Tarotbrett. Undorf erinnert mich irgendwie an Olic Mandzukic. Ja, Undorf ist schon vom Charakter her, hat dem richtig gut gefallen, mein Stuttgart jetzt. Ja. Ja, ich denke auch, dass Odyssee Palhinha uns Freude bereitet. Ich denke auch, dass ein Ito uns Freude bereiten wird. Weiß ich nicht. Der Opa hat ja schon maximale Leistung bei uns gebracht. Ne? Wie gesagt, ich fand die letzte Saison richtig stark. Gerade die Hinrunde. Ist immer schwer zu erklären. Aber ich glaube, letzte Saison hat man ihm einfach keinen Gefallen getan, ihn dann nach seinen Verletzungen immer gleich wieder reinzuwerfen, weil man meinte, ich bin Thomas Tuchel und ich scheiß auf den De Ligt und ich scheiß auf den Dyer, ich will unbedingt Minjay und Opa haben und man hat beiden keinen Gefallen getan, die da einfach reinzuwerfen, obwohl sie nicht fit waren. Ja? Das war generell letzte Saison ein Riesenproblem bei uns. Ob das jetzt an Tuchel gehangen hat oder an unserem Fitnesstrainer oder an wem auch immer, ist mir am Ende des Tages scheißegal. Ja, wichtig ist, dass das in der kommenden Saison nicht passiert. Ja? Dass Spieler auf dem Feld sind, die wirklich 100% fit sind. Und nicht... Ich meine, ich brauche nicht die Causa Sané anführen, oder? Kimmich nach Dortmund würde schmerzen. Ich glaube, der Kimmich wird noch niemals nach Dortmund gehen, ey. Nee, glaube ich nicht, dass ein Neuer zurücktreten wird aus der Nationalmannschaft. Opa spielt 95% eine Saison perfekten Fußball, dann hat er 4,5% paar normale Fehler, aber 0,5 Fehler, die einem die Champions League oder den Pokal kosten. Ja, das ist das Problem. Genau. Das ist das Problem. Einfach diese 0,5% auf ein Spiel gegen, was weiß ich. Ja? Neben irgendein Bundesligaspiel. Selbst wenn es Leverkusen wäre, obwohl das auch schon tragisch wäre. Ja, aber irgendein Bundesligaspieler, wo es kein K.O. bedeutet, dann ist doch alles fein. Kein Spieler ist fehlerlos in der ganzen Saison. Ja, keiner. Nur Opa immer in den wichtigen Klopperdingern dann.
Ja, aber du verzichtest dann halt auf einen Offensiven, ne? Wenn du Kimmich und Pavlovic spielen lässt und ein paar Linien dahinter, wen nimmst du dann vorne weg? Nimmst du vorne Musiala weg, oder was? Die fehlt ja eine Offensivposition dann. Egon Cortes. Dagegen war Felix Magath, hat Felix Magath einen Ruck getragen gegen Egon Cortes, Alter. Raus jetzt aber auch einen raus, Mann. Egon Cortes, ey. Der Chuck Norris ist Ausdauertrainings, ey. Boe kann auch links spielen. Ja, das Spiel, was wir gesehen haben von ihm auf der linken Seite, war leider unterste Schublade. Aber das wollen wir mal nicht überbewerten, weil letzte Saison durfte er ja nicht viel zeigen, wa? Es gibt Aufnahmen aus dem Training, wo Sané schon ständig an Kompany hing, in die Arme gesprungen und so. Ja, und deswegen sind sie Best Bros, oder was? Nein, beim Davies darf das gar kein Argument sein. Haben wir gerade schon gesagt. Nee. Wir haben genug Spieler, die linker Verteidiger spielen können. Also noch, wenn jetzt mal ernsthaft, jetzt stellt euch mal vor, wir sind jetzt der FC Bayern München und wir sagen, ja, wir setzen jetzt beim Alphonso Davies kein Zeichen, weil wir brauchen einen Alphonso Davies unbedingt. Leute, wir haben doch alle die sportliche Leistung letzte Saison gesehen, oder? Von ihm. Die war katastrophal. Katastrophal. Das kann noch nicht mal sportlich ein Argument sein. Das geht nicht. Das einzige Argument, was du bringen könntest, wäre das Schupo-Argument von letzten Jahr. Oh ja, das ist so ein super Typ, der super für die Stimmung in der Mannschaft wichtig ist. Ja, so ein Argument kannst du noch bringen. Aber das ist auch das Maximale, was du bringen kannst. Nein, Lieboy war oft genug 100% fit. Ja. Nur er hat nie die Lust gehabt, mal eine Saison durchzuarbeiten. Das war doch immer Lieboys Problem. Und das war schon bei Manchester City so. Das war auch schon vorher auf Schalke so. Er hat nicht einmal in seiner verkackten Karriere eine Saison mal Leistung auf einem hohen Niveau gebracht. Das ist doch das ganze Problem von Lieboy. Also das ist ja das Traurige, weil er kann es ja. Das hat er bei uns ja auch schon oft genug gezeigt. Ja? Aber wie oft? 10 Spiele in der Saison? 15, wenn es hochkommt? Von 50? Ja. Naja, gut, aber du kannst ja jetzt nicht in Kompany mit dem Tuchel vergleichen. Also, der Tuchel hast du ja von Tag 1 an gesehen, er macht nichts anders. Ich glaube, Tuchels Problem war einfach, dass er zu diesem Zeitpunkt gekommen ist. Ja. Ich glaube, das war das Problem. Und Tuchel hat sich gedacht, oh ja, das sind alles super erfahrene Spieler, ich puder die alle ein bisschen und spiele den Stiefel einfach so weiter. Und der Stiefel war noch schlechter wie unterm Nagelsmann. Ja. Ja. Tuchel hat ja gar nicht die Chance gehabt zu sagen, ich komme jetzt und ich mache alles anders. Die Chance hatte er ja gar nicht. Die hatte er dann nach der Saison und da hat er es nicht gemacht. Oder konnte es nicht, durfte es nicht, wie auch immer, das wissen wir ja nicht. Ja? Aber das war das Problem von Tuchel. So. Und Kompany hat doch nichts zu verlieren. Der kommt hier hin und sagt, ja, Arbeit. Damit hat er schon mal einen Stein im Brett beim Uli. Ja, ist ja auch nicht ganz doof. Und wenn er das dann umsetzt und dann jetzt endlich eine Leistung aufstellt, wonach sich die ganze Fanszene sehnt, ich denke, dann kann er schon nicht so viel falsch machen. Ja? Und dazu lässt er noch wieder, also man erkennt ja schon ein Spielsystem, was du unter Tuchel in 1,5 Jahren nicht erkannt hast. Das ist doch schon der erste große Unterschied. Ja? Es gab kein Spielsystem unter dem Tuchel. Zumindest offensiv nicht. Defensiv, das mal dahingestellt, kann man drüber diskutieren. Aber offensiv hast du immer das Gefühl gehabt, Männer, macht mal. Ihr macht schon irgendwas vorne. Ihr schießt schon irgendwie die Tore. Alles wird gut. Ja? Und unter dem Kompany hast du wieder das Gefühl und du siehst ein System, wie es unter dem Nagelsmann auch war. Ja, das Spielsystem vorne ist sogar sehr ähnlich zu Nagelsmann damals. Hohes Anlaufen, hohes Pressing, wenn Kombinationsspiel, 1, 2 Kontakte. Ja, dasselbe haben wir unter Nagelsmann gesehen. So, Kompany hat jetzt nur den Vorteil,
dass er jetzt einen richtigen Sechser gekriegt hat in Palinja und nicht auf den Kimmich setzen muss. Was ein Nagelsmann machen musste zum Beispiel. Dadurch sollten wir nicht vielleicht dann nicht mehr so konteranfällig sein. Ja? Deinem Rewe-Besuch vorbereitet, David, ja. Nee, ich glaube nicht, dass es eine Schwächung des Trainers ist. Ich denke eher, dass der Trainer darum gebeten hat. Mit der Pressekonferenzen. Oder halt, dass der Verein das von sich aus gesagt hat, weil ein Kompanie direkt in seiner ersten PK gesagt hat, ich werde zu den Themen nichts sagen. Und das ist völlig legitim und völlig richtig so. Erinnert euch mal zurück an Nagelsmann, der hat die ganze Jahreshauptversammlung in der PK-Nacht durchgearbeitet. Erinnert euch am Tuchel zurück. Was für Themen der alles. Ich meine, wir werden leider nicht mehr so legendäre PKs haben. Ja, das ist leider ein bisschen schade. Da müssen wir uns dann nochmal eine alte Tuchel-PK angucken oder eine Nagelsmann-PK, aber aus Sicht des Trainers ist das genau richtig. Er hat doch klar kommuniziert, für ihn gibt es eine Fußballmannschaft, ein Team. Er wird nicht über einzelne Spieler reden. Auch das, was er zum Leon gesagt hat. Wir kommunizieren das intern. Mehr sagt er nicht und dann ist gut. Ja. Für alles andere ist der Sportvorstand da oder der Sportdirektor. So. Und entweder sagt man Reportern, ihr braucht die Fragen nicht stellen, da gibt es keine Antworten drauf, oder man setzt jemanden dahin, der diese Fragen beantworten kann. Ich sehe das nicht als Schwächung des Trainers an. Also für mich ist das völlig fein. Niki, moin. Meintest Sané kommt so gut im Verein bzw. im Vorstand weg? Ja, aber ich weiß es nicht. Das ist dasselbe wie jahrelang Kimmich, dasselbe wie Gnabry, die kommen alle zu gut weg. Ja, weil bei uns, ja, sind wir wieder bei den Verdienten, ne? Dieses Mir-Samir-Gefühl. So, das will man ausstrahlen und deswegen, und beim Goretzka macht man es jetzt nicht. Das ist halt so ein bisschen verwunderlich gerade. Weiß ich nicht warum, keine Ahnung. Aber ja, da gebe ich dir recht. Das sind viele Spieler, die im Verein viel zu gut oder viel zu hohes Standing haben. Ja. Naja, aber ist doch schön, da kann der Irakunde uns doch schon mal in die 3. Liga schießen. Und wenn er dann noch seine 15, 20 Einsätze in der ersten Mannschaft kriegt, ist doch alles fein für ihn für die erste Saison, oder? Markus, moin. Ist das neue System mit den schnellen Angriffsspielen mit wenig Ballkontakten schlecht für Musiala? Eigentlich nicht. Also wenn wir den Musiala unter Nagelsmann gesehen haben, nee. Er muss nur sein Spiel wieder ein bisschen umstellen, ne? Dass er halt nicht aus der Tiefe den Ball nimmt und irgendwie gefühlt 40 Meter läuft und versucht 3 Leute auszudribbeln oder sonst was. Ja? Da wird er sich wahrscheinlich ein bisschen umstellen müssen. Aber das wird wahrscheinlich auch ein bisschen spielabhängig, gegnerabhängig sein. Ja, aber das ist wie kein Spieler ist größer wie der Verein, so darf auch kein neben Pep Guardiola Fußball. Ja, kein Spieler ist größer wie das System, Leute. Punkt. Ja? Wenn du eine gute Mannschaft hast, ein gutes System hast, es ist kein Spieler größer. Fertig. Naja, aber außer Sané ist ein Spieler, der viel mit dem Ball macht, oder? Der viel mit dem Ball läuft. Aber wir werden es sehen. No? Wie gesagt, die Spieler werden sich ein bisschen umstellen müssen. Das wird auch noch ein bisschen dauern, denke ich. Bis wir mal das Endprodukt sehen, was ein Company sich wirklich vorstellt. Aber ich denke, man sieht schon ganz klar, wo die Reise hingeht. Fußballerisch. Und es ist auf jeden Fall schöner anzusehen, wie die letzten 1,5 Jahre. Ach ja, klar kommt Musiala wieder in Form. Der eine braucht halt ein bisschen länger nach einer EM, der andere ein bisschen weniger. Der eine hat es in der Pause halt schleifen lassen, der andere hat ein bisschen selber was gemacht. Da müsst ihr euch mal keine Sorgen machen.
Naja, das Beste, was Bayern passieren konnte. Ich denke, er ist der richtige Mann am richtigen Ort. Warum? Erstens die Art und Weise. Und zweitens auch, ja, weil er nichts zu verlieren hat. Ja, er ist kein Tuchel oder kein Ancelotti oder sonst wer, der ein Standing hat und irgendwie gucken muss, das muss ich so managen, das so und so. Er ist ein unbeschriebenes Blatt. Er ist recht in Deutschland. Ja, er ist ein Trainer, der sich eigentlich noch neu erfinden kann, gerade. Klar hat er da in Antwerpen, hat er da in Burnley ein paar Jährchen gemacht. Aber eigentlich ist er jetzt noch wie ein Alonso. So, Alonso hat auch seine Steps und seine Sachen entwickelt, wo er vorher war. Und jetzt bei Leverkusen hat er dann seinen Stil entwickelt. Und das hat ein Kompanie jetzt gerade. Ja? Er kann sich noch entwickeln, er kann seine Vorstellung entwickeln. Und er passt gerade, weil er von Arbeit redet und das auch ausstrahlt. Ne? Und nicht, du hast beim Kompanie nicht das Gefühl so, da sitzt jemand, der labert, hat zu allem eine Meinung und das war's. So, beim Kompanie hast du genau das Gegenteil. Ja? Du weißt eigentlich genau, wovon er redet, was er will und wie er es umsetzt. So habe ich das Gefühl auf jeden Fall. Ob er es dann so machen wird, werden wir sehen. Das können wir die kommenden Wochen beurteilen. Aber ich glaube, es ist gut, dass es so ein, in Anführungsstrichen, No-Name-Trainer ist. Ja. Ich glaube, das ist besser, als wäre es irgendwie wieder so ein Gestandener geworden. Aber Stani jetzt auch sehr gut gemacht als IV, ne? Also zumindest im Vorbereitungsspiel. Und ich glaube, hat er damals gegen Mbappé nicht auch als IV gespielt? War auch ein sehr gutes Spiel von ihm. Backup für ein Heavy gibt es doch nicht, oder? Doch, ein Matistel gibt's. Was, du solltest das System an Musiala anpassen? Nee, sollte man nicht. Definitiv nicht. Habe ich gerade schon gesagt, kein Spieler ist größer wie der Verein oder wenn ein Trainer ein Spielsystem hat, ist auch kein Spieler größer wie das Spielsystem. Alles andere wäre dumm. Es sei denn, so ein Musiala wäre so ein Harry Kane oder ein Robert Lewandowski, der dir 45 Tore in der Saison garantiert. Dann könnten wir darüber reden, dass man sagt, oh ja komm, ich stelle mal das System auf den Musiala ein. Dann könnte man das vielleicht noch argumentieren. Ansonsten nein. Definitiv nein. Und ich sehe da auch kein Problem mit, habe ich ja gerade schon gesagt. Musiala war auch unterm Nagelsmann eine Kanone. Und Nagelsmann Fußball war fast identisch, was die Offensive anbelangt. Naja, aber beim Boateng hast du die Box nie so, zumindest hat man es ja, ist nicht so wahrgenommen, immer in den entscheidenden Champions-League-Spielen drin gehabt. Wie gesagt, kein Innenverteidiger ist fehlerfrei, kein Spieler ist fehlerfrei. Jeder Innenverteidiger hat Box drinnen, die auch zu Toren führen. Ja? Man muss nur in den richtigen Spielen auf dem Punkt da sein. Das ist, was den FC Bayern immer ausgezeichnet hat. Und dann kannst du dir halt nicht so eine Fehler in irgendwelchen Champions League K.O.-Spielen erlauben. Und das schon gar nicht 3 Jahre hintereinander. Kannst du dir ja mal einmal erlauben. Alles gut, kann man ja drüber hinwegsehen. Ne? Das ist das Ding. Aus dem schönen Frankenland. Ja, dann schöne Grüße zurück. Ja, wir wollen keine Transfers mehr machen. Ja. Alles ist gut. Wenn jetzt irgendwie 2 unerhoffte Angebote reinkommen, 50 Mille da, 40 Mille da, für 2 Außenspieler wird auch noch ein Außenspieler verpflichtet. Na, könnt ihr euch sicher sein. Nur das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ja. Ich bin auch gehypt von Palhinha, Alter. Also was ich bei der EM gesehen habe und jetzt dann auch im letzten Vorbereitungsspiel, alter Betty.
Das ist halt wieder endlich jemand, der ein Zweikampfverhalten hat. Ja, du siehst auch mal wieder eine Grätsche im Bayern-Spiel. Und du hörst es auch mal wieder knallen und dann steht der Bayern-Spieler einfach auf und läuft weiter. So ein Ding. Ja, aber gut, was willst du machen, ja? Hey, was hat er sich gebrochen? Irgendwas gebrochen? Ja, wenn du was brichst, brichst du ja was. Also, was willst du machen? Tuchel hat keinen Trainerposten, nee. Das weiß man nicht. Das werden wir sehen vielleicht dieses Jahr, ob Kimmich nochmal so gut ist wie vor 3 Jahren. Vielleicht kann er das sein. Ja, er hat halt nie den Druck bekommen, den er gebraucht hätte vielleicht. Das war ja das Problem über Jahre bei uns. Kimmich, Goretzka, Feierabend. Kein Konkurrenzkampf, nix. Jetzt wird er Konkurrenzkampf annehmen müssen, weil auch ein Pavlovic, ja, man wird jetzt nicht sagen, Pavlovic spielt nicht mehr beim FC Bayern. Den setzt ihm jetzt ein Jahr auf die Bank. Ja? Und nochmal, Palhinha ist für mich auf jeden Fall der Stärkere in der Defensive. Also. Ein Kimmich muss jetzt, ob er will oder nicht. Und das tut er ja gerade. Ja, also bisher war es stark, was ein Kimmich gezeigt hat. So, das müssen wir auch nicht kleinreden, ne? Na, aber du hast Angst um die Defensive. Wo sollen wir denn Angst um die Defensive haben? Angst. Angst um die Defensive. Dann gewinnst du halt 3-2 anstatt 3-0. Drauf geschissen. Also. Ja, wir haben taktisch auf jeden Fall eine Menge mehr Möglichkeiten, ne? Also wie gesagt, mit ein paar Linien hast du einen Defensiven und das reicht auch. Du musst da keine 2 Sechser rumpimmeln lassen. Ne? Ja, du kannst auch einen Pavlovic und einen Musiala auf eine Doppel-8 stellen dann. Davor. Ja, wenn du Kimmich mal weglässt. Und könntest dann vorne sogar mit einer Doppelspitze agieren. Also wir haben taktisch auf jeden Fall eine Menge mehr Variation. Definitiv. Ja, und so Kimmich kann ja auch, könnte ja sogar ein rechtes Mittelfeld spielen. Also wenn er rechter Verteidiger spielen kann, kann er auch einen rechten Außen Mittelfeld spielen. Ja, er kann super flanken. Ist ja auch nichts, was er nicht kann. Also Möglichkeiten werden wir genug haben. Ja, Egon Kohles war schon wild, ja. Ja, ich denke, wie gesagt, allein Palhinha wird schon dafür sorgen, dass die Defensive stabiler stehen wird auf lange Sicht. Ja klar, ich habe hier einen Dauerhandwerker. Dass du die Frage stellst, Baby, ne? Solltest wissen, wer da rumeiert. Ja, es war endlich mal wieder Fußball zu sehen, ne? Aber das ist ja immer Geschmackssache. Es gibt auch ganz viele, haben wir letzte Saison gesehen, die das super finden, wenn man minimalistischen Kackfußball sieht und irgendwie ein Spiel 1-0 gewinnt und sich daran hochzieht, dass man die zweite Halbzeit gegen den ersten FC Köln 0-0 gespielt hat. Soll es ja geben, solche Fans. Ich gehöre nicht dazu. Ich habe mich an bisher jedem einzelnen Spiel erfreut, was ich gesehen habe. Das ist richtig, Jörg. Aber ich denke, man hat einen Tuchel damals auch nicht geholt, um schön Fußball zu sehen. Ich glaube, der Gedanke war, der Gedanke, den ich halt auch hatte, dass ein Tuchel kommt, um alte Strukturen aufzureißen und die Spieler in Frage zu stellen, was sich vorher kein Trainer getraut hat. Aber ein Tuchel hat es sich dann auch nicht getraut. Und das hat ihn dann am Ende des Tages das Genick gebrochen.
Ja, das kommt halt auch noch dazu, ne? Mit den Pressekonferenzen, ja. Wenn der Kompanie irgendwann zum Statement von Didi gefragt wird, habe ich ja schon gesagt, dann geht der Kompanie, oder der wird ja dann vielleicht sogar neben ihm stehen am Sky-Tisch. Der wird ja auf jeden Fall ein Kopf größer sein. Ja? Dann wird er einfach mal kurz so runter gucken. So ein Ding wird das. Er wird einen Didi schon kennen, ne? Der hat jahrelang in der Premier League gespielt. Ah. Ach, herrlich, ey. Ja, interessant wird's halt werden, wenn die ersten Spieler wieder ihre normale Form bringen. So, jetzt ist klar, ne, guck mal, neuer Trainer, alle Spieler geben 110%, yippie, ich muss was zeigen, damit ich spiele. Interessant wird's halt, wenn der erste Spieler wieder so in seinen Alltag verfällt. Ne? So, ach, ja, alles klar, ich bin wieder auf mein Leistungsniveau der letzten 2,5 Jahre. Dann wird's interessant. Dann muss der Winnie halt Nägel mit Köpfe machen. Und wenn er dann, wie man in den Videos so sieht, dann mal ein Kimmich oder ein Müller mal so zusammenfährt, dann bin ich gespannt. Ja, komm, wir müssen jetzt nicht reden über Messi. Solche Spieler sind jetzt immer außen vor gelassen. Willst du mir jetzt aber wohl auch nicht sagen, dass ein Musiala auf dem Messi-Status ist. Dass ein Spieler wie Messi größer ist als ein Spielsystem. Messi war das System, Alter. Ein bisschen vermisst ihr die wilde Zeit. Ja, wie gesagt, guck dir einfach ein paar alte PKs an. Dann bist du schnell wieder geerdet. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Ach, herrlich. Sehen Sie nach Guardiola? Nee, ich nicht. Na, das ist halt, wenn Geld keine Rolle spielt. Dann hast du so eine Einkaufspolitik. Dann hätte Eberl ja wahrscheinlich auch noch 3 Spieler mehr verpflichtet. In der Hoffnung, dass dann nochmal 3, 4 Spieler gehen. Aber wenn dann diese 3 oder 4 Spieler nicht gehen, dann stehst du halt dumm da. So, aber wenn Geld keine Rolle spielt, dann kannst du das halt auch machen. Ne? Das ist der Unterschied. Ich habe keine Aussage gelesen, dass die Gehälter gerechtfertigt waren. Ich habe die Aussage gelesen, dass die Gehälter auch vom Aufsichtsrat abgenickt wurden. Wenn du die Aussage meinst, dass man, was waren es, 50% der Einnahmen für Gehälter ausgibt, völlig fein. Habe ich ja auch in den Videos gesagt, wo ich über die Dankbarkeit von Spielern geredet habe und sowas. Völlig fein, wenn so viel Geld in so ein, was wir nicht nachvollziehen können, wollen, müssen, aber wenn so viel Geld in so einem Zirkus ist das völlig legitim, dass das Geld dann auch an die Protagonisten ausgezahlt wird. Ja? Wenn man dann die aber einzeln betrachtet, dann ist es natürlich nicht gerechtfertigt. Ja? Nochmal, so ein Levi war jeden Cent gerechtfertigt in meinen Augen. Der Mann war nie verletzt, hat sich immer einen Arsch aufgerissen, hat jede Saison konstant seine Tore geliefert. So ein Neuer hat auch konstant sein Level jede Saison geliefert. Ja? So Müller und so weiter. Du hast so ein paar Spieler, wo das so ist. Aber wenn du dann dahin kommst, dass Durchschnittsspieler wie ein Gnabry, wie ein Goretzka, ja, der Leon hatte 1, 2 gute Saisons. Kimmich genauso. Ja? Gnabry hatte mal ein gutes halbes Jahr. Der hatte noch nicht mal 1, 2 gute Saisons bei uns. Ja? Wenn du dann einen Sané verpflichtest, nur um zu zeigen, ich bin der FC Bayern, ich kann mir diesen Spieler leisten, der da 20 Millionen verdient und rumdümpelt, ja, dann ist das mit Sicherheit nicht gerechtfertigt. Also nicht in meinen Augen. Ich bin gespannt auch auf den Olysee, ja. Oder wie wird der Wolf Fuß der Spacken hingesandt? Junge, ging der mir auf den Sack.
Aber du hast am Olysee gleich gesehen, wie er halt einfach will. Weißt du, das genaue Gegenteil von Gnabry vorher. Gnabry hat ein gutes Spiel gemacht, defensiv engagiert und so. Gnabry hat gerade so ein bisschen den Sané-Move gemacht, oder? Sané war letzte Saison, ja, nach hinten immer mit am Start, hat sich immer reingehangen und vorne, keine Ahnung, weiß nicht, du hättest ihn als linken Verteidiger, als rechten Verteidiger aufgestellt, hättest du vielleicht gesagt, war eine ansprechende Leistung. Und dann kommt so ein Olysee rein und du hast direkt gesehen, so, Ball, zack, nach vorne, gleich in die Tiefe rein, gleich den Ball in die Tiefe gespielt. Gnabry, Ball angenommen. Oh, wo ist denn mein Freund Josh? Ach, da ist der Josh, komm. Joshi, hier. Erstmal Rückpass. Ja. Ich hoffe, das behält er sich bei. Dann werden wir viel Freude haben, ja. Jens, Grüße, Markus. 3-1, was 3-1? Hoffe, es wird endlich mal wieder ein gutes Bayern-Jahr. Das werden wir sehen. Es gibt starke Konkurrenz, von daher ist das nicht gesagt. Ja gut, aber es ist ja normal, dass die Defensive bei Kane anfängt. Das hat aber auch jeder Trainer bei uns geäußert, oder? Ist doch aber auch normal im Fußball. Die ganze Mannschaft, das hat aber auch ein Tuchel geäußert. Da muss ich mal eine Lanze für den Tuchel brechen. Die ganze Mannschaft muss mit nach hinten arbeiten. Gar keine Frage. Das ist ja auch nichts Neues im Fußball. Wenn vorne 4 Leute stehen bleiben, ist scheiße. Ja. Ja, das kann ich die Tür ruhig schließen, Baby, wenn das draußen hinter mir ist. Das Rumgerappel. Ja. Endlich spielen wir wieder Fußball, ganz genau. Tuchel wurde geholt, ja, um uns büßen zu lassen. Alle, die auf dem Nagelzimmern rumgehackt haben. Deswegen wurde der Tuchel geholt. Ich habe kein Wasser mehr. Deswegen wurde der Tuchel geholt. Einfach um die Erwartungen mal runterzuschrauben, Leute. So müsst ihr das mal sehen. Ihr müsst mal sehen, wir haben 10 Jahre auf dem Level Fußball gesehen beim FC Bayern. Ja? Und jetzt wurden wir mal wieder 1,5 Jahre geerdet. Ja? Und man freut sich schon darüber, oh geil, man sieht ein Spielsystem in der Offensive, das ist ja göttlich. Weißt du? Sonst hättest du so ein Winnie gar nicht durchdrücken können. Wenn wir nicht geerdet gewesen wären. Wo hat der Kimmich denn diese Saison bisher Formschwankungen gehabt? Belletage. Also ich habe von Kimmich noch keine Formschwankung gesehen diese Saison. Kannst du gerne in 8 Wochen dich hier in den Chat stellen und das äußern, wenn dem so ist. Also ich habe bisher keine Formschwankung von Kimmich gesehen. Jedes Vorbereitungsspiel, was er gespielt hat, war sehr auffällig, sehr gut. Und das Spiel gegen Ulm war auch sehr gut. Ja, also ich bin der Erste, der Kimmich kritisiert. Ja. Aber bisher gibt es nichts zu kritisieren, Omiosch. Punkt. Ja, gut, die Kaltschnäuzigkeit ist ja mit Harry Kane auf dem Feld, wa? Also ich gehe da auch nicht mit, was der bekloppte Dingens wieder gesagt hat. Harry Kane wird nicht nochmal so viele Tore schießen, doch wird er. Wird er. Er wird wieder 40 plus Tore machen für uns. Bin ich mir sicher. Es sei denn, er verletzt sich, wa? Aber ansonsten wird ein Harry Kane wieder die Torquote machen. Frage, wo sind die Sound Alerts? Das weiß ich nicht. Auf Twitch vielleicht. Also von GB kam nix mit The Rock. Ist ja frech. Warte. Kam das einfach nicht. Das ist schon wirklich frech, ne? Guck mal, ob ich das, mal fixen kann. Ich würde behaupten, das kann ich. Aber ich kann ihn nicht nochmal abspielen, oder was?
Ja, die habe ich bestimmt ausgemacht, wo letztes Mal wieder hier so eine komische Geschichte war, weißt du? Sollte jetzt auf jeden Fall gehen, dann muss der GB ja die Punkte nochmal ausgeben. Er hat genug Punkte. Kann den leider gerade nicht rückwirkend abspielen hier. Ansonsten kann die Mara dir aber auch die Punkte erstatten. Ist ja auch nie das Problem. Nein, geht nicht. Dann hast du Pech gehabt. Da, 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 da. Aber da kann ich das auch einfach machen. The Rock is cooking. Kurzfassung. Ba, ba, da, ba, da, ba, ba. Kimmich ist weder ein Sechser noch ein Achter. Ja, macht ja nichts. Wir brauchen doch gerade keinen Sechser oder Achter. Dann ist ja der Siebener. Passt doch. Wir haben noch einen Sechser mit ein paar Linien. Hat der Kompanie auch Wünsche, was den Kader betrifft? Ja, das wissen wir nicht. Er hat auf jeden Fall keine geäußert, ne? Kompanie macht das richtig gut vom ersten Tag an, jo. Weil er sich halt eben nicht dahin stellt und sagt, ich brauche das und das und dies und das und das und das. Und vor allen Dingen, weil er, also aus meiner Sicht, das Team in den Vordergrund stellt. Und auch nicht zu einzelnen Spielern da irgendwas sagt und macht und tut. Ja, und das ist genau richtig. Ja, hab ich schon. Kannst du dir gerne im Nachgang angucken, aber du kannst ja auf YouTube auch zurückspulen. Spul mal so nach den ersten 10 Minuten. Da haben wir gefühlt 15 Minuten, 20 Minuten über einen Leon gequatscht. Goretzka safe zu Bochum mit ein wenig Gehaltseinbußen. Ja, mit ein ganz wenig Gehaltseinbußen. Und vor allem, aber was machen wir? Wie wollen die denn die Ablöse abzahlen? Auf 10 Jahre oder was? A2 Millionen oder wie soll das funktionieren, Alter? Botzkohl, das kann ich doch nicht beurteilen. Ich weiß doch nicht, wie der Leon denkt. Das kann ich doch nicht beurteilen. Du weißt ja auch nicht, was er für Anfragen hat oder nicht hat oder... Das kann man doch nicht sagen. Das wäre doch reine Spekulation. Da kann ich nichts zu sagen. Da habe ich auch keine Meinung. Was soll ich da sagen? Ich weiß es nicht. Klar hat Neuer konstant geliefert. Jeder, der was anderes behauptet, sorry, der hat einfach keinerlei Ahnung von Fußball. Punkt. Also Neuer irgendwie in Frage zu stellen, kannst du nach seiner Verletzung machen. Ja, gehe ich mit. Aber vor seiner Verletzung kannst du doch Neuer nicht in Frage stellen, Alter. Er war der weltbeste Torwart. Über Jahre. Über Jahre. Also jeder, der das anders sieht, sorry. Hat in meinen Augen null Ahnung vom Fußball. Aber absolut null. Junge, der hat das Torwartspiel auf ein neues Level gehoben. Ja, und wenn du mal guckst, wie er zurückgekommen ist, jetzt nach seiner Verletzung, auch das letzte Spiel, wie passsicher und alles. Das ist schon krank. Ja, auch wenn ich das nicht gut finde, wie er sich verhalten hat, bla, Sülz mit der Verletzung, alles, gebe ich 100% mit. Aber jetzt zu sagen, Neuer war nicht konstant, Alter, dann bist du aber im völlig falschen Film. Dann geh besser zum Eishockey oder Handball. Also, Junge, der Neuer hat in jeder Saison Unhaltbare gehalten, die nicht viele Torhüter auf der Welt halten würden. Also jeder, der was anderes behauptet, sorry, bist du hier im falschen Chat, geh woanders hin. Was ein Tag, Alter. Den kannst du natürlich für dich haben, den Tag, wa? Jedem seine Meinung, aber dann bist du hier auf jeden Fall verkehrt, ey. Junge, Junge. Das wäre genauso, als würdest du sagen, Lionel Messi hat nie geliefert oder war nie konstant. Alter, das, was ein Messi auf dem Feld war, war ein Neuer im Tor. Also. Krank. Ja, ist ja so, genau. Wenn du keinen hast für Leon. Ich meine, was natürlich ein richtig smarter Move wäre, oder ein cooler Move wäre, ja, wenn Leon wirklich Bock hat auf Bochum,
Wenn der FC Bayern sagen will, komm, wir leihen Leon mal aus für ein halbes Jahr nach Bochum. Und wenn Bochum Bock auf den Leon hätte. Kann er sich ein halbes Jahr da zeigen, dann kriegt er ein paar Angebote, wenn er keine hat. Würde ich fühlen. Würde ich mich freuen für den Leon. Glaubst du, Boye wird Stammspieler? Also vor der Saison oder vor der Vorbereitung hätte ich gesagt, auf jeden Fall. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Stani sich so präsentiert, wie er sich präsentiert hat bisher. Von daher glaube ich, wird das ein Konkurrenzkampf auf Augenhöhe. Wird interessanter. Schwer zu sagen. Also Stani hat mir bisher sehr, sehr gut gefallen in seinen Spielen. Aber ich denke, Boye wird noch ein bisschen dynamischer sein, glaube ich. Wir werden sehen. Ach, Manfrede oder das. Die Diskussion brauchen wir jetzt nicht wieder aufmachen, ey. Wie gesagt, das Dankbarkeitsvideo könnt ihr euch angucken auf YouTube. Boah, der ist so ätzend, oder? Ich hab's so mal gesagt, der Wolf Fuß geht genau in die Schiene von Marcel ... R. Den Namen, den wir hier nicht aussprechen. Der spricht wunderbare politische Kommentare, aber bitte schön lassen vom Fußball. Den, ne? Genau in diese Richtung geht der jetzt auch. Ich fand den am Anfang echt gut, der war echt authentisch und so. Aber Junge, labert der eine dünne... Ne? Junge, ich kann's mir bald nicht mehr geben. Das wird so enden, wie es bei dem Der geendet spricht ist. wunderbare politische Kommentare, aber bitte schön lassen vom Fußball. Ich werde dann auf Sky nur noch Stadionsound anmachen. Junge, ich kann mir den nicht mehr geben, den Typen. Ja, man muss mal abwarten, ne? Habe ich ja auch gesagt mit Stani. Stani war bisher aber wirklich stark. Auch wenn es nur Vorbereitungsspiele waren. Adam, servus. Was denkst du, was passiert wäre, wenn Thomas Tuchel geblieben wäre? Nee, das würde ich mir gar nicht vorstellen. Schon genug Horrorträume, da brauche ich nie noch einen Thomas Tuchel Horrortraum, Alter. Wir brauchen keinen IV. Ich sehe nicht, dass wir einen IV brauchen. Wenn, dann bräuchten wir einen IV, der die Viererkette führen kann, wenn man nicht auf Eric Dyer setzt. Ansonsten brauchen wir keinen IV. Wofür brauchen wir einen IV? Du hast 4 Innenverteidiger in dieser Mannschaft. Wenn du einen Buchmann dabei rechnest, hast du 5. Wenn du dann noch einen Jugendspieler dabei rechnest, hast du 6 Innenverteidiger. Also, hallo? Wofür brauchst du noch einen Innenverteidiger? Nee. Mach mal eine Kimmich-Petition, genau. Warum sollte ein Guirassy bei Dortmund nicht funzen? Bei Dortmund funzen doch immer Stürmer eigentlich. Weil Dortmund doch meistens das Spiel auf die Stürmer dann auch ausrichtet. Das weiß ich nicht. Ich muss ja mal den Max Eber fragen oder den Winnie, den Goretzka unbedingt loswerden wollen. Wo kommt denn die Idee her, dass wir den Cancelo zurückholen wollen? Und für welche Position willst du den zurückholen? Glaubst du, dass Sandro Wagner irgendwann mal eine ernsthafte Traineroption für die Bayern sein wird? Wenn er seinen Weg weitergeht, warum nicht?
Da liefert dein Bochum auch nicht, dann ist Casala. Das wäre wild, ja. Statt Goretzka würdest du einen Kimmich verkaufen. Ja, ich nicht. Ja, gerade menschlich würde man das fühlen, Fideas. Ne? Gerade menschlich. Ich meine, wenn der Herbert jetzt schon im Pokal auf dem Trikot ist, kann der Grönemeyer doch einfach mal machen. Macht da mal 3, 4 Konzerte, dann holt er die Ablösesumme für Leon schon rein. Sponsert er mal im Vorfeld Bochum den Leon. Ja, muss der Leon halt auf sein Gehalt verzichten, spielt er pro bono und alles ist gut. Darius Wosch war auch, ja. Ja, naja, es ging jetzt nicht um Neuers Zukunft, wa? Es ging um die Aussage, dass Neuer nie konstant geliefert hätte. Und das war halt völliger Schwachsinn, diese Aussage. Ja, dass Neuers Zeit abläuft, brauchen wir nicht drüber reden. Ja? Aber diese Aussage war völliger Schwachsinn. Also, wie gesagt, geht Tischtennis spielen oder was? Ja, ich hab's auch gehofft und ich würde es mir auch wünschen, dass ein Tell endlich mal durchstartet. Leider muss man sagen, im Spiel gegen Ulm war es leider viel zu wenig. Viel zu wenig, sorry. Sorry. Ich mag ihn super gerne, wisst ihr alle, die hier länger dabei sind, aber das wird schwer für ihn. Also da muss mehr kommen. Sorry. Was sagst du zum Company-Taktik und wo siehst du Verbesserungsoptionen? Was soll ich zur Taktik sagen? Habe ich doch vorhin schon gesagt. Taktik ist dieselbe wie unter Nagelsmann, zumindest offensiv. Aber wir müssen auch noch ein bisschen abwarten. Lass mal 4, 5, 6 Wochen ins Land gehen. Ich denke, dann können wir mal über Companys Taktik reden. Ja, das braucht halt auch ein bisschen Zeit, bis er mal das so alles umsetzen kann, wie er sich das vorstellt. Die Spieler müssen ja doch erstmal alles verstehen. Es müssen die automatischen Abläufe reinkommen. Man sieht in Ansätzen schon, denke ich, wo er hin will. Und lass uns mal 4, 5, 6 Wochen warten. Ich denke, dann können wir da mal drüber reden. Ja? Dann werden wir das genauer sehen. Weil dann sind auch alle Spieler auf einem Fitnesslevel. Wie gesagt, dann denke ich, wirst du so ein paar Linien auch standardmäßig auf der 6 sehen und so weiter. Und dann können wir mal darüber reden, wo man vielleicht Verbesserungsoptionen sehen würde. Das jetzt zu tun, nee. Ja, aber warum sollte denn Cancelo Davis ersetzen? Wir haben genug linke Verteidiger, wir brauchen keinen Davis-Ersatz. Ja, genau, Leon könnte seine Ablöse selber zahlen, das ist richtig. Geld sollte er genug haben dafür. Welchen Neuzugang erhoffst du dir am meisten? Ich brauche mir nichts erhoffen. Ich denke, Palhinha wird liefern, da brauchen wir nicht hoffen. War auch so. Neuer hat immer ein hohes Level gehabt. Ja. Immer. Das war halt krank. Genauso wie es in Kahn früher war. Das sind kranke Level gewesen. Ja. Und er ist ja immer noch auf einem hohen Level. Nö. Ich glaube nur, dass ein Company in Leroy aufstellt, wenn Leroy auch liefern kann. Also ich glaube nicht, dass wir nochmal so eine Situation sehen werden, wie es letztes Jahr war. Das war aber auch Bayern unwürdig. Ich glaube, das hättest du auch unter keinem anderen Trainer gesehen. Unter keinem. Kein anderer Trainer hätte einen Spieler so lange durchgezogen und mit 10 Mann gespielt, anstatt mit 11. Nur um irgendwas zu beweisen. Ich weiß nicht wem oder was, aber nein. Dass du einem Spieler mal ein schlechtes Spiel zugestehst, völlig fein. Ja. Aber ich denke, spätestens beim zweiten ist dann auch der Sack zu bei dem Kader, den wir aktuell haben. Also, da sollte keinerlei
keinerlei Rücksicht genommen werden müssen auf irgendwelche persönlichen Sachen oder was. Na klar waren die IVs beim Nagelsmann auf Höhe der Mittelfeldlinie, Alter. Was hast du denn dann bitte für einen Fußball geguckt? Beim Nagelsmann waren die IVs sogar manchmal 20 Meter in der gegnerischen Hälfte. Aber 100%ig. Also ich bin ja schon ein bisschen senil und ein bisschen vergesslich, aber ich garantiere dir, dass die Innenverteidiger auf Höhe der Mittellinie waren unter Nagelsmann-Fußball. Wie oft haben wir denn die Probleme gehabt, weil die Innenverteidiger so hoch waren? Was hat Tuchel denn gemacht, wo er gekommen ist? Tuchels Move war, ich lasse genauso weiterspielen, ich stelle aber die Innenverteidiger die Viererkette 20 Meter nach hinten. Das war Tuchel sein Move. Das war der einzigste Unterschied. Deswegen hat das Pressing nicht mehr geklappt und deswegen haben wir Lücken gehabt bis zum geht nicht mehr. Aber unter Nagelsmann waren die war die Viererkette, die Innenverteidiger waren auch auf Höhe der Mittellinie. Ist doch völliger Schwachsinn. Nee. Das musst du mir beweisen, die Aussage. Können wir gerne uns mal Spiele angucken von Nagelsmann. Wie oft die Innenverteidiger auf Höhe der Mittellinie waren. Ja, ist so. Das war das Einzige, was Tuchel geändert hat. Und das war auch richtig. Ja, weil das unser Problem war. Weil die Viererkette so hoch stand und wir keine Sechser hatten, die Räume zugemacht haben. Jeder Ball ging in die Mitte und dann nach außen und die Viererkette war überlaufen. Das war doch unser Problem unterm Nagelsmann. Ja? Die Viererkette war genauso hoch unterm Nagelsmann. Vielleicht hat er sie später dann vielleicht 10 Meter nach hinten geschoben oder was. Das mag sein, aber guck dir die Anfangsphase unterm Nagelsmann an, die Hinrunde, die Viererkette war auf Höhe der Mittellinie, fast in jedem Spiel. Wie gesagt, die war teilweise in der gegnerischen Hälfte. Mega gespannt, wie Tuchel performt aus seiner nächsten Station. Ja, ich nicht. Ist mir wurscht. Ey, gut, du kannst einen Eric Dyer, egal welchen Innenverteidiger du an die Seite stellst. Ich denke, ein Eric Dyer wird jeden Innenverteidiger besser machen. Weil er einfach die absolute Führungsikone ist. Andersrum hätte auch ein De Ligt gefunzt. Ohne einen Eric Dyer, also. Ja gut, wir brauchen das Nagelsmann-Thema nicht wieder aufmachen. Dazu habe ich genug gesagt in der Vergangenheit. Naja, aber wie gesagt, ein Sané kann auch, wie du schreibst, kann auf der 10 spielen, kann auf halb links spielen. Hat er ja auch eine sehr, sehr gute Phase gehabt unterm Tuchel, oder? War das nicht auf halb links sogar? Also, wir sind super variabel aufgestellt, was die Offensive anbelangt. Super variabel. Erst recht jetzt mit ein Palinja. Wie gesagt, der dir die Option gibt, ja, ich habe einen Sechser. So. Und hab nicht noch einen zweiten, der auf der gleichen Höhe da rumeiern muss. Na, du kannst auch 2 Offensive vor ein Palinja stellen. Du musst nicht unbedingt da noch einen haben, der mit nach hinten arbeitet. Ja, Nagelsmann hatte halt das Problem, was jeder hatte bei uns. Kimmich Goretzka. Es gab nichts anderes. Die mussten spielen, Feierabend. Das war sein Problem. Nee, das weiß ich nicht, warum Neuer und Nübel sich nicht mögen. Wahrscheinlich mal die Freundin ausgespannt oder sowas. Irgendwas aus Schalker Zeiten oder was, keine Ahnung.
Aber wer sagt denn, dass er den Nübel nicht respektiert oder akzeptiert? Ich denke, Neuer respektiert den Nübel und akzeptiert ihn auch, genauso wie er jeden anderen respektiert und akzeptiert, aber Neuer respektiert oder akzeptiert es einfach nicht, dass ein Torwart verpflichtet wird, der dann in seinem Vertrag stehen hat, du spielst alle Pokalspiele oder du spielst 10 Einsätze im Jahr. Ich denke, das war das Thema. So, das ist halt nicht Manuel Neuer, das wirst du nicht erleben. Das ist ja auch das Problem, was ich sagte. Neuer wird sich nie dahinstellen und sagen, oh, alles klar, komm, ich mache jetzt 10, 15 Spiele weniger im Jahr, was ihm vielleicht sogar gut tun würde, ne? Anstatt alle 3 Tage dann zu performen im Alter. Und sagt, ich baue jetzt einen Peretz auf zum Beispiel, ja, als mein Nachfolger, wenn ich dann aufhöre in einem Jahr, was wahrscheinlich nicht so sein wird, wahrscheinlich spielt er noch 2, 3 Jahre, ob bei uns, sei mal dahingestellt. Das ist er einfach nicht. Ja? Was schade ist. Es wäre schön, wenn es so wäre, ja. Aber das ist eher das Problem, denke ich. Ich würde nicht sagen, er respektiert ihn oder akzeptiert ihn nicht. Nee, das würde ich ihm gar nicht unterstellen. Es ging einfach darum, dass ein Torwart verpflichtet wurde, wo ihn Brazzo reinschreiben lassen hat, ja, der macht 10 Spiele im Jahr. Oder der macht 15 Spiele im Jahr. Ich weiß nicht, was da drin stand. Auf jeden Fall stand was drin. Ja? Das war das Problem. Gehst du auch manchmal ins Stadion? Na klar, wenn ich Karten bekomme, gehe ich auch ins Stadion. Ja, wir warten mal ab, wie lange Müller noch diese Spielzeiten bekommt, die er jetzt gerade bekommt. Da bin ich sehr gespannt. Ich denke, spätestens wenn wir alle 3 Tage spielen, wird es schwer werden für Müller. Haben wir letzte Saison auch gesehen. Jetzt alles fein, Vorbereitung, erstes Spiel und so. Aber wenn wir alle 3 Tage spielen, dann wird es schwer. Da muss man Müller wirklich dosieren, ne? Ja, die Aussage war da, wie gesagt, wir brauchen nicht darüber reden, was nachher Verletzung passiert ist. Rund um Manuel Neuer. Ja. Das war alles größte Scheiße. Dass er immer noch die Kapitänsbinde trägt, ist eine absolute Farce in meinen Augen. Also nicht verwechseln, dass ich da vorhin eine Lanze für ihn gebrochen habe und gesagt habe, dass das Schwachsinn waren, diese Aussagen, die getätigt wurden, weil sie einfach waren sportlich. Was er sich als Kapitän dieser Mannschaft, diesem Verein gegenüber, wie er sich diesem Verein gegenüber verhalten hat, war eine absolute Frechheit. Eine absolute Frechheit. Und es ist eine Farce, dass er immer noch die Kapitänsbinde trägt. Ja, das muss ich mal ganz klar sagen. Du glaubst, dass Müller sein letztes Jahr hat. Ich glaube das doch nicht. Und wenn du den Müller mal seine Aussagen gehört hast, wird das wahrscheinlich auch nicht sein letztes Jahr sein. Es ist halt die Frage, ob es sein letztes Jahr bei uns ist, aber ich garantiere, wenn der Müller sagt, nach dieser Saison, ich mache noch ein Jahr, wird er das Jahr beim FC Bayern machen. 100%. Der Verein wird nicht sagen, ja komm, pass mal auf, dann gehen wir noch ein Jahr nach Saudi-Arabien oder sowas. Ja, dann ist nur die Frage, zu welchen Konditionen das passieren wird. Und da muss dann, ne, da muss der Rotstift dann auch angesetzt werden. Ansonsten wird es nämlich dann auch da lächerlich. Und wie gesagt, jetzt mal nicht den Müller an einem Pokalspiel nach einer Vorbereitung beurteilen. Lass uns mal den Müller beurteilen, wenn wir alle 3 Tage spielen. Dann gucken wir mal, wie viel Spielzeit er da bekommen wird. Gute Freunde kann niemand trennen, ja. Der Kompanie hat das einfach das Band durchgeschnitten. Naja, Champions-Sieg ist ja eh immer. Müller spielt bei den Amateuren. Das kann ich mir nicht vorstellen, aber wer weiß. Warum würde denn ja noch Müller die Chance auf Wirtz nehmen? Das verstehe ich nicht. Also wenn du die Spielzeiten letztes Jahr von Müller gesehen hast, kann die Spielzeit ja schon mal nicht ein Argument sein. Das Gehalt vielleicht, was wir dadurch nicht einsparen würden, ja, das wäre vielleicht ein Argument. Ansonsten soll das für ein Argument gegen Wirtz sein, wenn Müller noch ein Jahr weiterspielen wird.
Wie schätze ich Teller ein? Wird er seine Chance bekommen? Ja, die hat er ja schon bekommen, oder? Hat er gegen Ulm ja so semi genutzt, würde ich behaupten. Was sehr schade ist. Ich würde es ihm wünschen, hätte er da ein bisschen besser performt. Ich denke, er wird seine Chancen auch mehr bekommen diese Saison. Ja? Auch ein Harry Kane wird wahrscheinlich seine Pausen irgendwann bekommen, denke ich. Gerade wenn es dann alle 3 Tage ist und wir gegen, was weiß ich, was für einen Gegner in der Bundesliga spielen, denke ich, wird auch mal so ein Harry Kane ein bisschen Schonung erhalten. Und dann denke ich, wird ein Tell schon seine Chancen auf jeden Fall bekommen. Er wird die wahrscheinlich auch schon vorher bekommen, aber er muss dann jetzt auch liefern, wa? Wie gesagt, gegen Ulm war leider nicht so geil. Hätte er da geliefert, hätte er einen großen Schritt machen können. Ne? Auch was den Konkurrenzkampf auf Außen mit dem Sané, mit dem Gnabry anbelangt. Leider hat er das nicht getan, sowohl offensiv wie defensiv. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Die Leistung war nicht gut von Tell. Leider. Und so ist es schwer, dann Druck zu machen. Ne? Vergleich das mal mit dem Olysee, der reinkam und gleich wie ein Zug war, Alter. Ja, also abwarten. Ich wünsche es ihm, ja, dass er jetzt endlich sich durchsetzt und die Chancen bekommt. Hat er einen guten Lauf gehabt da unter dem Tuchel, der ihn dann abgewürgt hat. Ich hoffe, er kommt da nochmal hin und er sollte das packen. Ne? Aber wenn, dann muss er jetzt auch liefern, weil der Konkurrenzkampf ist riesig bei uns. Wenn alle bleiben, alto Belly. Ja, geh die Position vorne durch. Ja, du hast einen uralten Müller, der 2 Hütten macht. So, du hast einen Musiala, du hast einen Gnabry, du hast einen Coman, du hast einen Sané, du hast einen Olysee. Ja. Du hast einen Irankunda, der von hinten aber mal richtig drückt. Ja, dann musst du liefern, ne? Anders wird's nicht gehen. Wirtz wäre dann zu viel. Aha. Deswegen spielt Musiala und Wirtz auch zusammen in der Nationalmannschaft, oder? Ich wüsste auch nicht, dass ein Wirtz bei Leverkusen auf der 10 spielt. Ja. Wir werden sehen, ne? Mit ihrer Kunde. Ich kann mir das schon vorstellen. Warum auch nicht? Man hat die Spieler ja nicht verpflichtet, um zu sagen, du spielst jetzt bei den Amateuren, sondern ist ja schon der Wille da, ihn auch zu den Profis zu bringen. Das wird darauf ankommen, wie die Etablierten liefern. Ja, ganz einfach. Wenn die alle konstant liefern, wird ihre Kunde sehr wahrscheinlich keine Spielzeiten bekommen. Da müssen wir uns jetzt auch nichts vormachen. Ja? So blauäugig brauchen wir auch nicht sein. Aber wenn die nicht liefern sollten, wird er mit Sicherheit seine Chancen bekommen. Ja, ich habe vorhin noch telefoniert mit dem Jonathan. Also, sieht gut aus. Ne? Sieht gut aus. Leverkusen sagt, gibt grünes Licht. Läuft. Macht dir keine Sorgen. Ja, und ein Bastian Schweinsteiger gehört zum FCB und ein Philipp Lahm gehört zum FCB und ein David Alaba hätte zum FCB gehört und ja, soll ich die Liste weiter durchgehen? Naja, wenn Tar dies Jahr nicht kommt, dann ist es ja ablösefrei. GG, vielen lieben Dank, ne? Vielen lieben Dank. Naja, wenn du so viel Geld einnimmst, kannst du den Spielern halt auch so viel Geld in den Arsch schieben. Ja? Das ist so das Thema. Also ich gehe auch davon aus, wenn es so wie es aktuell läuft und was man so hört, denke ich auch, dass Müller nochmal ein Jahr verlängern wird. Aber ein Jahr ist lang, wa? Es kann viel passieren. Wir werden es sehen. Ja, Doppel-10. Dann kannst du auch sagen, die spielen auf Halbposition, wa? Zehn Liegestütze. Ich mach mit. Nee, geht nicht. Mein Raum ist leider aktuell in Quarantäne. Deswegen sind Liegestütze auch aus, sonst wären die an.
Aber bis nächste Woche sollte wieder alles passen. Ja, wie jetzt ist das Geld schon wert, ja. Also wenn wir beim Musiala von 100 Millionen plus reden, ist es beim Wirtz halt leider auch so. So sind halt einfach die Marktwerte. Ja, das ist ja krank, welche Marktwerte da sind, aber dann ist das einfach der Marktwert und dann ist das so. Ich meine, guckt euch einen Zirkzee an. Für was ist der gewechselt? Über 40 Millionen? Ein Zirkzee. Ja. Nichts gegen den Jungen, der hat Potenzial, hat er bei uns gezeigt. Ja. Dann hat er ein gutes halbes Jahr in Italien gehabt, dann hat er ein sehr, sehr schlechtes Jahr gehabt in Italien, dann hat er jetzt wieder eine gute Saison gehabt, eine durchschnittliche Saison und dann geht er für über 40 Millionen nach Manchester United. Und dann fragt ihr, setzt sich hier hin und sagt einer, ist der Wirtz 100 Millionen wert? Oder 120 Millionen? Ja, na klar ist er das dann. Ja, setzt das mal ins Verhältnis. Ist wild, oder? Blickst halt nicht mehr durch. Es hat alles, das sind Summen, da platzt dir die Birne, ne? Ja, na klar, das wissen wir ja schon alle seit letztes Jahr. Wir wissen ja seit letztes Jahr, dass Alonso ja eigentlich jetzt schon bei Real Madrid ist und der Wirtz auch schon da ist. Oder? Was ist denn da passiert? Scheiße. Paralleluniversum wahrscheinlich, oder? Hört mir auf, Alter. Ja, alles ist gut, ey. Eieiei. Ja. Ich würde mir einen Wirtz wünschen und ich könnte mir einen Wirtz auch bei uns vorstellen. Warum? Erstens, weil er fußballerisch schon wirklich eine Maschine ist. Aber vor allen Dingen auch, wenn du ihn dir mal anguckst auf dem Feld, wie ehrgeizig der ist und wie verbissen. Ja? Das ist das, was zum FC Bayern passt. Der will immer. Ja, der will immer. Da hast du nicht das Gefühl, so wie beim Gnabry oder Sané, den musst du streicheln und pudern und hoffen, dass sie dann wirklich mal Bock haben. Das hast du beim Wirtz nicht. Ja? Zumindest mein Eindruck. Und deswegen würde ich sagen, ja. Gib mir Sané und Gnabry ab, dann hast du deine 80 Millionen eingenommen und dann nächste nochmal 40 drauf und holst einen Wirtz und alles ist fein. Ja, genau, so ist das heutzutage halt. Ne? Spielt eine gute Saison und zack. Ich meine, überlegt euch mal, Fonsi. Der hatte zwischenzeitlich einen Marktwert von 100 Millionen bei uns. Hä? Eigentlich musst du hoffen, dass der Wirtz jetzt ein richtiges Scheißjahr spielt, damit der Marktwert auf 60 fällt und du ihn für 80 kaufen kannst. Hä? So ein Ding. Blickst du nicht mehr durch, ey. Ja, Real Madrid holt alle. Ne, die kaufen alles. Weil auch alle Spieler wollen ja immer nach Real Madrid. Ne? Die wollen immer alle dahin, ist doch klar, oder? Junge. Wer sagt denn, dass so ein Wirtz überhaupt ins Ausland will? Vielleicht hat er gar keinen Bock, eine fremde Sprache zu lernen, eine andere Kultur kennenzulernen oder sonst was. Ist doch dasselbe, was wir vorhin hatten. Ja, andersrum. Das weiß man doch immer alles nicht. Bei der EM hast du Musiala stärker als Wirtz gesehen. Ja, war er ja auch. Völlig richtig, stimme ich dir zu. Dafür waren Wirtz die letzte Saison aber um Längen stärker wie Musiala. Ja. Aber Leute, wir müssen auch nicht über Real Madrid reden. Halb haben wir? Okay. Bild. Habe ich denn noch ein Thema, was wir noch nicht hatten? Lass mich gucken. Ja, Ausblick auf die neue Saison könnten wir vielleicht noch kurz drüber quatschen. Meine Transferphase haben wir im Großen und Ganzen besprochen. Was soll noch passieren? Ich denke, wir werden nichts verpflichten, solange nicht noch was geht. Ja, ich glaube nicht, dass der FC Bayern jemals
eine Transferphase machen wird, wo am Ende minus 100 Millionen steht. Das war letztes Jahr auch nicht, obwohl wir einen Harry Kane verpflichtet haben. Das wird auch dieses Jahr nicht so sein. Ja. Also wir werden jetzt nicht die Transferlöse, die wir jetzt eingenommen haben, wieder ausgeben, damit da minus 100, 120 Millionen steht. Das wird nicht passieren. Bedeutet, sollte noch irgendwas wechseln für 20, 30 Millionen oder so, vielleicht wird dann noch irgendein Schnapper als Zugang kommen. Vorstellen kann ich es mir nicht. Also wenn Goretzka noch gehen sollte, wird kein Ersatz kommen. Wofür auch? Die Position ist doppelt und fünffach besetzt. Auf Außen, wenn einer wechselt, wird wahrscheinlich auch kein neuer kommen. Müssten schon 2 wechseln, damit man sich da nochmal aktiv bemüht, denke ich. Von daher Zugangsseite. Ja, Jonathan Tah ist vielleicht noch weiterhin eine Option. Weiß ich nicht. Schwer einzuschätzen von außen. Wenn, müsste wahrscheinlich da auch ein Innenverteidiger noch gehen. Ja, was willst du mit so vielen Innenverteidigern? Also von daher schwierig. Fonzie Davies, wenn der noch geht, sehe ich keine, wie gesagt, spielt für mich keine Rolle. Du brauchst keinen linken Verteidiger verpflichten. Du hast genug linke Verteidiger in deiner Mannschaft drin. Ja, und du darfst auch nicht vergessen, du hast auch immer noch die Option einer Dreierkette, wa? Es reicht mit so vielen Innenverteidigern. Was ja auch nochmal eine Stärke vom Eric Dyer wäre, zum Beispiel. Ne? Ist ja auch noch so eine Sache. Also mal abwarten. Von daher, ich glaube nicht, dass wir noch groß irgendwie jetzt so einen Neuzugang aus dem Hut zaubern werden, der irgendwie... Aber wer weiß, vielleicht überrascht uns der Ebel und der Freund. Ne? Wollen wir mal nicht ausschließen. Auf der Abgangsseite, ja, ich denke, alles ist möglich. Ich denke, du hast 5, 6 Spieler in der Mannschaft, wenn passendes Angebot kommt, wo der Verein sagen will, jo, Bovi, hau rein, viel Spaß beim neuen Verein. Ja. Auch wenn man das natürlich öffentlich nicht so äußern würde. Warum man das jetzt beim Goretzka gerade so tut, weiß ich nicht. Mal abwarten. Ja. Glaubst du, dass Coman noch geht? Ja. Wenn ein passendes Angebot kommt, dann denke ich schon. Weil auch da bist du überbesetzt. Ja, ist einfach so. Du bist überbesetzt auf dieser Position. Und wenn der Verein Gehalt einsparen kann und noch mal ein bisschen gutes Geld kriegt für einen King, denke ich ja. Weil auch ein King ist leider viel zu oft verletzt. Ja, leider. Ja, weiß ich nicht. Also ein Simmons wollte ja anscheinend nicht zum FCB. Was willst du da mit diesem Spieler? Ja, ein Doué ja anscheinend dasselbe, wenn er lieber nach Paris will. Was willst du da mit diesem Spieler beim FC Bayern? Ja. Ja. Und ein Olmo hätte ich mir auch gut vorstellen können, ist aber auch wieder eine verletzungsanfällige Geschichte. Weiß ich nicht. Ich glaube, im Olysee sind wir da sehr gut aufgestellt. Ja. Gut, jetzt werde ich kurz pinkeln gehen und dann werden wir mal den Ausblick noch auf die neue Saison wagen, würde ich sagen, oder? So machen wir es. Also, bis gleich.
mich gar nicht. Sehr gut. Okay, gucke ich erst mal, was ihr geschrieben habt. Lamin Jamal zu uns wäre auch krass. Ja. Das wäre wahrscheinlich für jeden Verein auf dieser Welt krass. Ausblick auf die neue Saison. Heavy 65 Tore. Das ist aber mal eine Ansage. Ich denke auch, dass die Konkurrenz stärker geworden ist. Titel sind nie Selbstläufer. Und ja, ich gehe mit. Ich habe auch Vorfreude darauf, dass wir auf jeden Fall wieder besseren Fußball sehen werden. Auch wenn man ehrlich sagen muss, die ersten 10 Minuten gegen Ulm waren auch schwierig zum Anschauen. Wir haben dann glücklich diesen Doppelpack gemacht, danach war es besser. Und das war Ulm. Ja, also mal gucken, wenn ein anderer Gegner besser verteidigt. Das Problem, was ja auch Tuchel hatte, wenn Gegner gut verteidigt, dicht hinten drin steht, ob wir dann das gelöst bekommen mit dieser Art Fußball. Weil wenn der Gegner mit 2 Viererketten oder 5er Viererkette hinten drin steht und gar nicht erst die Anstalten macht, sich rauszubewegen, kannst du halt auch dein Pressing durchziehen, wie du willst. So, ne? Muss man mal abwarten. Wird interessant zu sehen sein. BVB-Euphorie ist mir scheißegal, interessiert mich nicht wirklich. Bin ich auch nicht drin im Thema. Ich denke aber, dass die Dortmunder auch auf jeden Fall ein Konkurrent werden könnten. Aber ich glaube, auch die Dortmunder werden ähnlich wie wir Zeit brauchen. Ich glaube nicht, dass da gleich alles so... Auch wenn der Schein den Vorteil hat, dass er ja letztes Jahr schon der heimliche Trainer war. Aber trotzdem glaube ich, dass die auch ein bisschen Zeit brauchen werden. Aber auch da, ähnlich wie bei uns... Wenn du in die Welle kommst und die Welle reitest, kann auch alles von Anfang an klappen, wa? Aber es kann natürlich auch anders gehen. Mein ultimativer Tipp: 1. Leverkusen, 2. Bayern, 3. RB, 4. BVB oder VfB. Ach, das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, mach mal das graue Allianz Arena, ist ja ekelhaft. Der Bild aus. Ich glaube, das wird... Also ich denke, Leverkusen wird genauso stark sein wie letztes Jahr. Ich gehe aber auch davon aus, dass der VfB eine Rolle spielen wird. Die Frage wird sein, wie sie mit Champions League umgehen. Ich meine, das haben wir bei Union gesehen. Das kann dir halt das Genick brechen, wa? Das wird sehr interessant zu sehen sein, wie der Hoeneß das da umsetzen wird. Von daher da mal ein bisschen abwarten. Dortmund kennt das zur Genüge. Dortmund wird eine souveräne Runde spielen. Die können aber natürlich einen Peak nach oben kriegen, ja, habe ich ja schon gesagt. Ansonsten sehe ich sie aber auch so um Platz 3. Ja. Ich glaube nicht, dass sie schon das Niveau von Leverkusen haben. Genauso wie wir das wahrscheinlich noch nicht haben werden. Da muss schon viel zusammenlaufen. Bei uns aber genauso. Ne? Klar, alles, was wir jetzt gesehen haben, Vorbereitung war super. Ja, wir haben wieder Pressing-Fußball gesehen. Alles gut, alles schön. Wir haben einen Trainer, der klare Worte spricht. Alles gut, alles schön. Wichtig wird doch sein, was ist... Nehmen wir das Beispiel Kimmich, weil Kimmich nun mal der Man of the Man ist bei uns. Oder auch Müller. Palhinha ist 100%, Filz spielt, Pavlo ist auf jeden Fall der bessere Spielgestalter, als es ein Kimmich ist. Spielt, oder es spielt ein Musiala auf der 8, ja, und noch nicht mal ein Pavlo oder ein Kimmich und du hast vorne einen mehr. Was passiert dann, wenn so ein Spieler draußen sitzt? Ja? Oder auch wenn Müller wieder seine 2, 3 Spiele draußen hocken muss.
weil, ja, Müller hat ein gutes Spiel gemacht. Wir haben letzte Saison aber das Leistungsniveau von Müller gesehen. Ja. Also da muss auch eine Menge mehr kommen, damit der da dauerhaft irgendwie vorne auf dem Platz rumdümpeln darf. Ja. Meiner Meinung nach. Das wird doch dann das Interessante sein. Was passiert dann? Ja, das ist doch immer die Probleme, die wir haben. Dass dann die Spieler zu viel Macht haben, zu viel Unruhe stiften und so weiter und so fort. Das wird die Herausforderung werden. Die erste Herausforderung für eine Kompanie. Und die andere, wird er das, oder das baut darauf auf, wird er das knallhart durchziehen mit seinen Aussagen, die er trifft. Halt, es geht strikt nach Leistung, die Mannschaft steht im Vordergrund. Weil genau dann wird das passieren, wenn dann so ein gestandener Spieler nachlässt. Ein Müller, ein Gnabry, ein Sané, der Best Buddy ist, und die dann draußen sitzen. Ja, und dann halten, nehmen wir jetzt mal den Irakunde als Beispiel, ein 18-Jähriger, 17-Jähriger, da spielen darf, anstatt dieser gestandene deutsche Nationalspieler à la Leroy Sané. Ja. So, hat er da die Eier für, das so durchzuziehen. Tut er das nicht, kann das auch ganz schnell kippen, ne? Weil dann wird sich so ein, wie es überhaupt unter Tuchel war, dann wird sich irgendwann so ein Tell denken, wenn er dann gerade performt, wie er es unter Tuchel getan hat. Ja, warum spiele ich denn jetzt nicht? Geht doch hier strikt nach Leistung. Ja? Und dann kommen wir wieder in diese gleiche Scheiße rein, wo wir seit Jahren drin rumdümpeln. Deswegen, das wird erstmal interessant zu sehen sein. Und dann natürlich auch, wie geht man mit Niederlagen um? Na? Weil wir wissen alle, wenn wir gewinnen, ist beim FC Bayern schöne heile Welt, alles ist schön, ja. Dann spricht auch keiner darüber, wenn dann mal so ein Kimmich draußen sitzen sollte oder Müller. Aber wehe, du verlierst da ein Spiel. Da heißt es, ja, wie kann man denn den Führungsspieler Müller oder den Führungsspieler Kimmich, wie kann der denn draußen sitzen? Ja? Also, weil die haben mal angefangen, war über Mario Basler, Stefan Effenberg bis hin zu Lothar Matthäus. Ja, das sind so die Brennpunkte, die ich sehe. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir schon so weit sind, zu sagen, wir sind jetzt ein ernsthafter Konkurrent für Leverkusen. Ich wünsche es mir natürlich, gar keine Frage, ja. Aber es wird schwierig. Es wird wirklich schwierig. Also wenn Leverkusen auf dem Niveau weiter performt, und ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht, außer vielleicht auch, dass sie Champions League spielen und da vielleicht nochmal eine andere Bühne ist und man dann mehr Fokus darauf hat und die Bundesliga vielleicht, wie bei uns manchmal, so die letzten paar Prozente fehlen. Das werden wir sehen, wenn es dann für Leverkusen in der Bundesliga gegen, was weiß ich, geht. Gegen Buxtehude. Ja. Da muss man mal abwarten. Und bei uns, ja, habe ich ja gerade schon gesagt, ähnlich wie in Dortmund. Du kannst auf so eine Welle kommen, ja, da musst du die Welle mitnehmen, musst sie reiten, dann ist alles möglich, aber ansonsten, es wird spannend werden, sagen wir es mal so. Na, ich glaube, es wird eine spannende Saison. Wir haben viele Mannschaften, die auf einem guten Level sind. Und wir wissen es alle, es kommt meistens noch eine Überraschungsmannschaft dabei. Die Frage ist, wird Leverkusen auf ein normales Level runterkommen? Oder werden sie wieder so eine abgedrehte Saison wie letztes Jahr spielen? Dann geht kein Weg an Leverkusen vorbei, leider. Ja, das ist mein Take. Wie findest du das, wie der Verein mit den Spielern umgeht, zu gut oder eher fatal? Und dann, Miguel, dann hast du dir leider noch kein Video auf meinem Kanal angeguckt, wa? Definitiv zu gut. Und ja, die Meisterschaft wird wie immer, ja, gegen genau diese Gegner entschieden. Wie Heidenheim. Bochum noch nicht immer, ich denke, gegen Bochum sind immer noch viele motiviert, aber gerade gegen so komische Clubs. Nichts gegen diese Clubs, aber ja, diese Clubs werden brennen. Nicht nur gegen uns, auch gegen Leverkusen, ja, und so weiter. Da wird die Meisterschaft entschieden. Nicht in den direkten Duellen. Das glaube ich nicht. Ja, na klar ist Leverkusen weiterhin der Top-Favorit. Also alles andere wäre ja auch vermessen. Ja. Keine Ahnung, hätten die jetzt 3, 4 Leistungsträger verloren oder sonst was. Ja, wie gesagt, ich denke, es wird das Einzige, was Leverkusen zu Verhängnis werden kann, ist wirklich die Champions League. Ja.
Dass man da jetzt den Fokus hat, da noch ein bisschen mehr gehypt ist und in der Bundesliga dann vielleicht gerade gegen so eine Gegner wie Heidenheim oder so, wenn man danach dann, das große Spiel in der Champions League, dass dann so ein paar Prozentchen fehlen und das kann halt schon ausreichen. Das kennen wir ja auch zur Genüge. Ne? Und dann, kannst du eine Chance haben, definitiv. Ja, aber das werden wir sehen. Ich denke auf jeden Fall, es wird spannend. Wer steigt ab? Ich habe mir noch gar nicht angeguckt, Kara. Ich muss noch tippen diese Woche. Dann werde ich das Ganze nochmal in Videoform machen und dann tippe ich die Absteiger und den Meister und so. Ja, so ein Ding. Palinja und Kimmich Pavlovic im Mittelfeld wird sehr spannend. Ja, man darf auch Conny Leimer nicht vergessen, wa? Ja, eine schlechte EM gespielt. Gar keine Frage. Aber vergesst mal den Conny nicht. Gerade wenn wir übers Pressen reden, also es gibt keinen Spieler, der Pressing mehr ausstrahlt wie ein Conny Leimer. Ne? Darf man auch nicht außer Acht lassen. Ja, das wird man sehen, ob Pavlovic ein hartes Jahr vor sich hat. Vielleicht hat auch ein Joshua Kimmich ein hartes Jahr vor sich. Ne? Mal abwarten, wa? Die üblichen Verdächtigen, Bayern 04, VfB, FCB, RB, BVB und das eine oder andere Überraschungsteam. Frage wird sein, was passiert, wenn der FCB strauchelt. Ja, zweite Liga kann man sich auch geben dieses Jahr, ne? Wie eigentlich jedes Jahr. Aber ja, dieses Jahr ist schon wild, was da unten so rumspielt, ne? Nee, den Take fühle ich halt gar nicht. Ja. Also ich denke, da will man eher zum Leverkusen schwächen, anstatt zu stärken. Nee, das ist in meinen Augen völliger Schwachsinn. Wenn dem so wäre, hätte man ja die 30 Millionen bezahlt und dann wäre er gekommen. Wo wäre das Problem gewesen? So. Der Transfer ist ja nur gescheitert, weil wir nicht so viel zahlen wollten, wie Leverkusen haben wollte. Oder ist bisher gescheitert. Ja? Wenn wir den Ansatz hätten, oh ja, wir wollen die nur schwächen, dann hätten wir das doch gezahlt. Ja, ist doch Schwachsinn. Sorry. Nee. Ja, wir haben vorhin die Diskussion gehabt. Ich weiß nicht, ob du da warst. Wahrscheinlich nicht. Oder wenn, hast du nicht zugehört. Was das Problem in unserer Viererkette ist. Ja. Ja, dann kann man vielleicht verstehen, warum man sich mit dem Tar beschäftigt. Ich sehe die Saison Leverkusen und Stuttgart nicht so stark. Das neue Champions League Format mit 2 mehr Spielen in der Vorrunde werden wir Dortmund und Leipzig umgehen können. Weiß ich nicht. Mal schauen. Wie läuft das eigentlich in der Champions League? Ja, eigentlich wie immer, außer dass du 2 Spiele mehr hast und es eine Tabelle gibt. Es gibt halt keine Gruppentabellen mehr. Es gibt eine Tabelle von allen Mannschaften. Ne? Und du stehst dann in keiner Konkurrenz mit einer Mannschaft, gegen die du noch nicht mal spielst. Stehst aber in einer Tabelle mit dieser Mannschaft. Ganz wild. Ganz wilde Nummer wird das. Und stell dir sich vor, zu Anfang der Saison bleiben die erwarteten Ergebnisse aus. Wir alle wissen, dass dann der Weihnachtsbaum brennt. Ja. Aber gut, das ist ja bei jedem Verein so, oder? Oder bei jedem Verein, der einen Anspruch hat. Es wäre bei Dortmund nicht anders. Lass Dortmund mal jetzt in die Saison starten mit 1 Unentschieden und 3 Niederlagen. Dann brennt der Nuri Sahin, der Arsch aber auch. Ja, da kannst du aber einen drauf lassen. Vielleicht in Leipzig und in Leverkusen vielleicht nicht so. Aber ich glaube, der Alonso wird das auch gar nicht zulassen, dass das überhaupt in so eine Kurve geht. Ja, aber ansonsten. Naja, der Uli soll einfach seine Fresse halten. Ist auch mal ganz klipp und klar zu sagen, Alter. Er soll einfach seine Fresse halten. Das wäre das Beste für den Verein. Traurig, dass ich das jemals sagen muss, aber mittlerweile kann ich das nicht mehr anders formulieren. Ja, wenn wir uns unser Auftaktprogramm angucken in Wolfsburg. Undankbar, nenne ich es mal. Haben wir uns meistens schwer getan. Ja, abwarten. Ich weiß nicht, wie Wolfsburg reingestartet ist. Vorbereitungsmäßig, keine Ahnung. Zu Hause gegen Freiburg war die letzten Jahre auch immer schwierig. Ja, meistens erfolgreich, ja, aber sehr schwierig.
dann in Kiel, Wundertüte hoch 10, dann in Bremen und dann Leverkusen. Dann Frankfurt, Stuttgart. Hintereinander. Und dann weißt du ungefähr schon mal, wo du stehst, würde ich sagen. Also heißt, 7. Spieltag, 18.10. bis 20.10. können wir ungefähr sagen, wo die Reise hingeht für uns in der Hinrunde. Na. Wir werden sehen. Zockst du nachher noch? Ich zock nachher noch wahrscheinlich noch, das weiß ich aber nicht. Aber wenn, dann nicht im Livestream. Ne. Ist ja schon 21 Uhr. Alles gut. Wenn, dann hätte ich Herr der Ringe online gezockt. Wie siehst du die Karriereentwicklung von Mathys Tel? Wird er über die nächsten Jahre ein gesetzter Top-Stürmer? PS, ich mag deine soziale Haltung, deine Gedanken- und Erzählerstimme. Erstmal vielen lieben Dank dafür. Mathys Tel habe ich vorhin schon was zu gesagt. Er muss jetzt liefern. Ja? Also ich fand die Vorbereitungsspiele fand ich es auch ein bisschen wenig, wenn ich ehrlich bin. Ja? Mir haben so die letzten 10% gefehlt, aber Vorbereitung ist Vorbereitung, sei mal dahingestellt. Gegen Ulm war leider super enttäuschend aus meiner Sicht. Ist leider so. Ja, ich hätte es mir gewünscht, dass er da ein bisschen, weißt du, so der Punch hat gefehlt so. Also, er konnte sich gefühlt einmal durchsetzen in der ganzen Zeit, wo er im Feld war und das ist gegen den SSV Ulm einfach zu wenig. Ja, dann ist es schwer zu sagen, ich stelle jetzt Ansprüche gegen ein Sané, Coman, Gnabry, Olise, Müller, Musiala, Kane. Schwierig. Da musst du halt in so einem Spiel brennen und da musst du, weiß ich nicht. Da muss einfach, das muss knallen. Ja? So. Wird nicht seine letzte Chance gewesen sein, auf gar keinen Fall. Und er identifiziert sich mit dem Verein, alles ist gut, ich mag ihn super gerne, ich wünsche ihm nur das Beste. Ich würde es mir wünschen, wenn er den Durchbruch schafft unter dem Kompanie, aber die Konkurrenz ist ja nicht weniger geworden wie letztes Jahr. Die ist ja eher mehr geworden. Zum aktuellen Stand. Ja, du hast einen Olise da, du hast einen Iran Kunda da, der wirklich marschiert. Ja. Ich wünsche es ihm, ich würde es mir echt wünschen. Super Typ und in der Regel sollte er seinen Weg machen. Ne? Aber es wird natürlich nicht leichter. Von der Konkurrenz her. Deswegen musst du dann diese Chancen, die du bekommst, wie jetzt in so einem Spiel gegen Ulm, musst du eigentlich nutzen. Ich glaube nicht, dass du großartig defensive Spiele sehen wirst von uns. Ich glaube nicht, dass du nee, du wirst als FC Bayern deinen Stiefel durchdrücken. Versuchen. Klar wird das nicht gegen jede Mannschaft klappen. Ja, Leverkusen, Dortmund, Leipzig, Stuttgart. Wird das nicht so klappen, aber du wirst es versuchen. Also du wirst, glaube ich, nicht. Wir werden nicht wieder so ein Spiel, was wirklich ein gutes Spiel war. Das war das einzige gute Spiel, wo Tuchels gedanklicher Fußball mal geklappt hat. Ja, war das Spiel zu Hause gegen Stuttgart. Wo Stuttgart einfach den Zahn gezogen haben. Ich glaube, das werden wir unter dem Kompanie nicht sehen. Ich glaube, wir werden unter dem Kompanie wieder dahin kommen, dass wir auf uns gucken, auf unseren Fußball. Dass es darum geht, unseren Stiefel durchzudrücken und nicht zu gucken, wie spiele ich am besten, um den Gegner zu schaden. Von daher glaube ich nicht, dass du so viel defensiven Fußball von uns sehen wirst. Aber na klar wird es dann interessant zu sehen sein, ne, wie du dann diese Stärke der anderen Mannschaften dann im Griff hast. Ja, wir werden es sehen. Wollt ihr noch ein bisschen Niederlicht haben aus der Allianz Arena? Ja, aber ist doch auch klar, oder? Der weiß ja auch, was die Stunde geschlagen hat, der Tell. Ja? Ich meine, erstmal wurde er vom Eberl und von allen dahingestellt als die Zukunft des FC Bayern. Und er weiß auch, wie die Konkurrenzsituation ist. Ja? Und wie gesagt, es war ja auch jetzt nicht schlecht. Vorbereitungsspiele waren echt okay, aber
Gegen Ulm war halt leider gar nichts. Vielleicht hat er einfach einen schlechten Tag gehabt. Ja, es wird nicht seine letzte Chance gewesen sein. So, wir werden es sehen. Ich gönne es ihm vom Herzen auf jeden Fall. Wann holt Kane seinen ersten großen Titel? Ja, jetzt nächstes Jahr. Also ich gehe davon aus, dass wir einen Titel holen. Ja, und wenn es nur der DFB-Pokal sein sollte, wir werden Titel holen unter Kompanie. Bin ich mir sicher. Das ist mein Take. Naja, den hast du ja mit dem Eric Dyer. Du musst dem Eric Dyer halt nur diese Rolle geben. Dann hast du den ja in der Innenverteidigung. Ja, das sind auch junge Spieler halt einfach, ne? Junge Spieler werden auch immer Schwankungen haben. So, das ist völlig fein. Wie sieht es bei mir mit Homeoffice aus als ITler? Ich bin sehr viel im Homeoffice aktuell, ja. Hast du wirklich Angst, dass wir gegen gute Kontermannschaften große Probleme bekommen? Dafür haben wir ein paar Linien geholt. Aber ja, es wird interessant zu sehen sein, ne? Ob wir dann wirklich sagen, wir ziehen uns 20 Meter tiefer zurück, pressen nicht mehr so hoch. Wir werden es sehen. Ne? Also taktisch haben wir oder kadertechnisch hat eine Kompanie ja alle Möglichkeiten. Du hast ja wirklich, du kannst ja alles spielen. Ja, du kannst 3er, 4er, 5er Kette hinten spielen, du kannst mit einem 6er, 2 6er, 2 8ern, du kannst mit 2 10ern spielen, du kannst vorne mit einer Doppelspitze spielen, du kannst ein 4-3-3 spielen. Also, der Kader gibt dir alles gerade. Also er gibt dir alle Möglichkeiten, die du dir erträumen könntest, was aufstellungstaktisch mäßig angeht. Also da gibt's keine Ausreden, wa? Die Kane-Fluch gibt's den noch? Nee, den gibt's nicht. Er hat doch den Malta Cup gewonnen. Ist doch gebrochen, der Fluch, oder nicht? Gegen Tottenham. Hat doch gegen Tottenham seinen ersten Titel geholt. Doch, ich will mit dem Sané blind verlängern. Aber, genau wie mit dem Josh, aber zu den Bezügen, wie sie in den letzten 2 Jahren performt haben. Ja? Das ist der Maßstab. Und dann ist doch alles gut. Ja, dann bekommen beide 10 Millionen und alles ist fein. So, ganz einfach. Gar kein Problem. Kannst mit beiden verlängern, blind. Ganz einfache Kiste. Gar kein Problem. Ja, natürlich gefällt uns der Kompanie-Fußball viel mehr als der von Tuchel, Leute. Weil da hättest du... Selbst Felix Magath Fußball hätte uns so viel besser gefallen als der von Tuchel. Und der war schon grottig. Oder Kovac Fußball. Ja, der war auch scheiße. Selbst der hätte uns besser gefallen. Tuchel Fußball war halt unterste Schublade. Hat halt null zum FC Bayern gepasst. Ich verstehe schon, was du meinst, ja, auf den Till bezogen. Er muss halt, vielleicht ist das auch so ein bisschen das Thema, aber es hat er ja hier schon eine Dingens vorhin geschrieben, er muss einfach wieder die Lockerheit kriegen, ne? So, die ist halt ein bisschen abhanden gekommen, was verständlich ist. Wenn er seine Lockerheit wiederfindet, ist das ein Selbstläufer. Der hat so viel Potenzial, der Junge, also. Das ist kein Problem. 10 Mille ohne Torte, genau, eine Torte. Ist ja das neue Ding bei uns. Eine Torte. Eine Torte für den 2. Platz, Alter. Junge. Das musst du dir mal vorstellen. Und dann fragt man sich, warum der so geguckt hat. Stellt euch mal vor, der Eberl wäre mit einer Torte auf die PK gekommen, nachdem Oliver Kahn das Champions League Finale verloren hat. Er hätte gesagt, Oli, boah, starke Saison. Leider. Aber Glückwunsch zum 2. Platz. Alter. Hör mir auf, ey.
Ja, ich weiß, Olympia, ne? Einmal ein bisschen was anderes, aber trotzdem, Alter. Also, hab ich nicht gefühlt. Sorry. Hab ich nicht gefühlt. Ja, da wir so viele Innenverteidiger haben, würde ich einen Stunny auf RV sehen, wenn nicht sogar auf LV. Aber sein bestes Spiel, was ich bisher gesehen habe in der Vorbereitung, hat er als IV gemacht. Das war bärenstark. Ja, also, wenn Stunny so ein Innenverteidiger konstant spielen kann, Alto Belli. Ja, dann ist er auf jeden Fall eine richtige Alternative in der Innenverteidigung. Ja, ich würde den Tell auch auf die 9 setzen. Habe ich vorhin schon gesagt. Harry Kane drumherum spielen lassen. Ich denke, das würde den Tell richtig, richtig gut tun. Aber richtig, richtig gut. Ich sehe ihn auch nicht als Außenstürmer. Nee, der Flügel ist nicht das Richtige. Definitiv nicht. Er wurde ja auch als Neuner verpflichtet. Ja, man hat ihn halt nur dahingestellt, damit er überhaupt Spielzeit kriegt. Ja, obwohl es eigentlich dumm ist. Weil ein Harry Kane ja nicht dieser Stürmer ist, der 90 Minuten präsent ist im gegnerischen 16er. Ganz im Gegenteil. Ja. Und außerdem hätte man dann auch mal wieder in der Mitte jemanden, der auch den nicht vorhandenen Speed im Konterspiel, ja, den Harry Kane nun mal leider fehlt, trotzdem hätte. Ja. Also, wäre für mich eine taktische Option, die ich sehr gerne sehen würde. Ein Tell da vorne drinne oder halt als Doppelspitze, ja, auf Papier. Aber wir wissen ja alle, was ein Harry Kane spielt. Ja. Der ist ja überall auf dem Feld. Also das wäre schon, ich würde es fühlen, aber ja. Müsstest du halt auf den 10er Musiala verzichten und ein Musiala wie in der Nationalmannschaft oder sonst wie unter Tuchel lange Zeit auf die Halbposition stellen, ne? So. Stellst du den Musiala auf die linke Halbposition, Olise auf die rechte Halbposition und vorne hast du auf dem Papier die Doppelspitze mit Tell und Kane. Auf der 8 hast du entweder einen Kimmich oder einen Pavlovic, die beide das Spiel aus der Mitte auch machen können. So. Die können auch beide offensiver agieren, weil du noch einen sehr defensiven Sechser auf dem Feld hast. Mit ein paar Linien. Also möglich wäre es, ne? Vielleicht sehen wir es ja mal diese Saison, wer weiß. Ich muss erstmal gucken, Wolfsburg. Ich muss erstmal gucken, was die so bisher in der Vorbereitung gemacht haben und so. Ich muss im Laufe der Woche im Tippspiel, war für alle, die das nicht wissen, wer Bock hat, ihr könnt noch am Tippspiel euch natürlich eintragen. Ich habe noch nicht getippt, ich muss erstmal gucken, so den Kader so ein bisschen durch. Ich muss diese Saison mal wieder liefern, wa? Letzte Saison bin ich ja abgekackt. Davor war ich ja immerhin, weiß ich gar nicht, 2., 3. Deswegen, ich muss ja ein bisschen mein Ehrgeiz rauskitzeln. Ne? Ich kann nicht schon wieder ein Leroy Sané machen in der kommenden Saison. Ja, das war wirklich Fremdschämen mit der Torte. Das war wirklich Fremdschämen. Naja, das hat ja nichts mit Geld zu tun. Das ist ja wieder so eine dumme Aussage. Ne? Nur weil du viel Geld ausgibst, heißt das nicht, dass du sportlichen Erfolg hast. Ich meine, guckt euch Paris an. Ja, also. Gibt's ja genug Beispiele. Also wenn man sieht, was wir hinten dran haben aktuell an Talenten, muss man sich eigentlich keine Sorgen machen, wenn man die Eier hat, diese Talente in der Saison jetzt zu entwickeln. Ja, das ist das Ding. Da musst du selbst wenn die Saison titellos werden sollte, da musst du nicht sagen, nächste Saison, ich nehme 200 Millionen in der Hand. Dann sagst du, ich nehme nächste Saison die 120 in der Hand und verpflichte den Wirtz und alles ist gut. Ja? Und ein Tag ablösefrei und Feierabend. So, aber wenn du die Talente entwickelst, die hinten anstehen, so, du musst die sich halt einfach entwickeln. Ne? Dann ist alles gut. Nee, also ich habe den Stanisic nicht so stark eingeschätzt. Habe ich ja auch gesagt. Ne? Also mich hat der Stanisic bisher positiv überrascht. Betone ich auf bisher. Wir haben noch nicht so viele Pflichtspiele gesehen, also mal abwarten. Ne? Aber ja. Ja, so wie die Torte aussah, war jetzt auch kein Hingucker, oder? Das wäre schön, Tell und Kane mal zu sehen, ja. Bei Goretzka
20 Mille kriegst du vielleicht. Also ich glaube nicht, dass er jetzt in den Club kommt und sagt, ja, geil, ihr habt den schon aussortiert, komm, ich nehme den für 40 Mille. Wie gesagt, wenn du einen sozialen Move machst und alle Beteiligten Bock haben, leihen Goretzka nach Bochum aus. Spaß das Gehalt ein, alles ist gut. Ja? Feierabend. Glück auf, wir brauchen keinen Wirt, wir haben Sanne. Ja, genau, wir brauchen keinen Viert, wir haben Sané. Euch geht erstmal danke für die 50 Bittis. Ja, wie gesagt, Andreas, was ich bisher gesehen habe von Stani, hat mich positiv überrascht. Ich hätte es ihm nicht zugetraut. Also. Wir werden es sehen, ne? Lars, danke. Du hast eigentlich wäre das perfekte Schlusswort. Ne? Eigentlich wäre das das perfekte Schlusswort von dir. Sehr gut. Zeigt dein absolutes Fußballfachwissen. Nee, ich würde einen King nicht behalten, wenn es ein marktgerechtes Angebot gäbe. Oder auch wenn es nicht marktgerecht wäre, ich würde einen King abgeben. Das sehe ich ähnlich wie bei den anderen. Es ist Zeit für Luftveränderung für alle Beteiligten. Nee, ich denke nicht, dass es eng werden würde. Warum? Wir haben genug Spieler hinten dran, die auf Außen spielen können. Da hat es dann wirklich ein gutes Spiel gemacht gegen Mbappé. Er hat auch damals auch gute Spiele gemacht bei uns. Aber dann hat er auch immer viel so diese Durchschnittsscheiß gespielt, ne? Er war nie schlecht. Also das muss ich Sunny lassen. Stanley war nie schlecht. Das war nie so ein E-Boy-Move oder so. Er hat immer, aber das Niveau war immer so, ja, so untere Schiene, ne? So unteres Mittelfeld. Und dann hat er natürlich immer richtig gute Peaks gehabt, wo du gesehen hast, was möglich wäre, ne? Ja, und vielleicht ist er jetzt hier, na, wir werden sehen, die Saison. Ist auch auf jeden Fall eine interessante Sache, denke ich. Ja, die Tortenaktion war gut. Gut, Leute, ich mache jetzt Feierabend. Viertel nach. Wir haben alle Themen soweit durch. Ich mache im Laufe der Woche noch ein Video zu meinem Ausblick auf die Saison. Wie gesagt, wo ich meine Absteiger tippe und Meister und so und unseren Ausblick und sowas. Das kommt auf jeden Fall noch. Ich werde mal den Stream hier mit dem vom Lars Tragerl. Damit beenden wir diesen Stream. Der schreibt nämlich: Harry Kane ist zu alt zum Titelgewinn. Er macht eben nicht mehr den Unterschied. Ich denke, er wäre bei 60 besser aufgehoben. Und damit, mit dieser vollen Fußballkompetenz. Ihr quatscht immer nur dusselig rum und wir sollen immer schön sachlich bleiben. Verabschiede ich mich. Haut rein heute. Schönen Abend noch. Ciao. Mir hat Spaß gemacht, der Mara auch. Und wir hören uns nächste Woche Montag live. Ne? Und ansonsten, wie gehabt. Tschüssi.